mit dir. Du bist ja noch ganz benaunt. Du setzt dich mal hin auf den Sofa oder auf den Stuhl. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, Dummy nochmal. Wie kann sowas nun bloß angehen? Sowas, Mann. Das ist mir doch noch nie passiert. Soll ich dir was zu trinken holen? Tasse Kaffee oder einen kleinen Schluck. Kleinen Schluck ist ja viel besser. Nee, lass mal, du. Nein. Einen Augenblick sitzen, dann geht das schon wieder. Ja. Oh, Tina, guck du doch mal nach dem jungen Mann. Oh, Grete, den lass doch nur mal. Mensch, ist das hier dunkel. Mach gleich mal Licht an, so. Oh, du. Der ist schon dabei und kriegt ihn wieder aus dem Graben. So eine dösige Ochse aber auch. Nee, nicht den Ochsen, den Trecker. Nein, ich meine doch den Ochsen, der mir mit mal so batz über den Weg lief. Der war doch schuld. Einer von unseren Ochsen? Er war ausgebrochen aus der Weide. Oh Mann, und als ich bremsen wollte, da kam ins Rutschen. Der Ochse? Nein, der Träger, weil der Weg schmierig und nass ist. Na, was ein Wunder bei dem Regen. Ich bin dann mit dem ganzen Kram in den Graben gekippt. Mit einem Träger und 2 Anhängern. Oh, ich flog dann vom Träger ins Schied, du. Dabei habe ich mir das hier wohl kaputt gerissen. Und der hat dich denn gefunden? Ja, er kam da gerade vorbei. Zu Fuß? Weiß ich nicht, ja, scheint so. Also ich habe hier zufällig rausgeguckt und sah die ganze Bescherung auf der Seite liegen. Und dich konnte ich nicht sehen. Ich bin gelaufen, was ich machen konnte. Oh, Grete, du hättest dir ja den Tod holen können. Oh, Tina, da hat wohl noch ein bisschen was dran gefehlt. Grete, nun bleib doch sitzen. Erhol dich doch erst mal ein bisschen. Ach, das geht schon wieder. Oh Gott, du bist noch ganz weiß um die Nase rum. Das kommt bestimmt von dem Schreck, du. Oh, und die Schramme hier. Oh. Tut das weh? Das brennt ein bisschen, weiter nix. Und sonst hast du nichts abgekriegt? Nee, ist noch mal gut gegangen, nur aber bei den Knochen, die merken. Dann will ich die Schulter mal kühlen, ne? Das will ich wohl selbst tun, Tina. Wie du meinst. Ich muss mich umziehen, nur waschen muss ich mich auch. Hör mal, der läuft schon wieder. Ja, da kommt er an mit ihm. Oh, du, wenn er kommt, dann sag ihm doch, er soll noch einen Augenblick warten. Ja. Er soll nicht weglaufen. Ja. Ich will noch mit ihm reden. Ja, ich mach das schon. Ach, da bist du ja schon. Ich wollte gerade nach dir gucken. Das war aber ein Stück Arbeit. Hast das denn schon klar? Tja, den Trecker habe ich wieder aus dem Graben. Und die Anhänger? Das wird doch nichts mehr. Ist bald dunkel. Müssen wir uns morgen Hilfe suchen im Dorf? Tja, ich will das gern tun. Morgen? Heute geht das nicht mehr. Das hast du schon mal gesagt. So? Ja, und du meinst, du kannst bis morgen hier bleiben? Natürlich. Ich meine gar nichts, aber ich kann doch mal fragen. Nee. Nicht mal fragen? Fragen ja, bleiben nein. Haben Sie hier zu sagen auf dem Hof? Sind Sie die Frau hier? Die Frau kennst du. Ist das schlimm geworden mit ihr? Hat sie sich was getan? Och nee, nur eine Schramme, weiter nix. Na, dann kann sie von Glück sagen. Als ich das sah, ich dachte, sie würde sich den Hals brechen. So schnell brechen wir uns den Hals hier nicht. So? Die Frau hat gesagt, du sollst hier warten. Sie zieht sich um. Aha. Tut sie das meinetwegen? Nee, weil sie ins Schied gefallen ist. Da haben Sie mal ein bisschen Wasser, dass ich mir die Hände wieder sauber machen kann? In der Küche. Ja, komm an. Hallo? Alles ausgeflogen? Keiner da? Wer ist da? Ich. Was heißt denn hier? Och, Wilder, du bist da. Abend auch. Abend, Tina. Na, ist Annegret auch da? Ja, die kommt gleich. Die zieht sich gerade um. Das zieht sich um. Kriegt ihr noch Besuch? Nee. Zieht sich um bloß so aus Spaß? Nee, weil sie ins Schied gefallen ist. Vom Trecker runter. Ja, wie kann sie denn vom Trecker runterfallen? Der hat sie doch wohl nicht abgeworfen, ne? Abgeworfen, Mensch. Ein Trecker ist doch kein Pferd. Du, darauf wäre ich nicht gekommen. Sie ist mit dem Trecker und 2 Anhängern in den Graben gerutscht. Ja, was muss sie auch Trecker fahren?
Ja, wer soll denn das sonst machen? Ich vielleicht. Ich sag ja schon lange, hier fehlt ein Mann auf dem Hof. Ach, ein Mann. Zu einer Frau? Zu einer Frau gehört ein Mann. Auf dem Hof gehört ein Bauer. Hier hat doch keiner, was er braucht, ne? Na. Die Frau kein Mann und der Hof kein Bauer. Wundert mich schon lange, dass der Hof nicht Kopeister gegangen ist. Weiberwirtschaft. So kann das nicht weitergehen. Das muss ja weitergehen. Ne? Hier. Oh, danke. Nee, komm. Sag mal, hat sie denn ihren Hinak immer noch nicht vergessen? Möchtest du, dass deine Leute dich so schnell vergessen? Nee, na hör mal. Das mit ihrem Hinak, das sind noch, warte mal, 1, 2, 3 Jahre her, was? 4. Na, siehste. Nach 4 Jahren, da kann sie auch mal was anderes denken. Kann sie? Sie kann das auch nachlassen. In ihrem Alter. Andere fangen mit 25 erst an zu leben. Und sie will damit aufhören? Das ist ja ihre Sache, ne? Ja, deine aber auch. Ja. Und meine. Deine. Wenn das hier auf dem Hof ohne Mann so weitergeht, ja. Sag mal, deine Frau ist ja nur auch schon bald ein Jahr tot, ne? Oh, ein bisschen mehr. 14 Monate. Und dann willst du schon wieder heiraten? Ich? Wie kommst du denn da drauf? Na, wegen nix läufst doch nicht alle paar Tage hier rum. Du bist doch verrückt. Oder suchst du für dein Gerd eine Frau, die so ein bisschen was an der Hacken hat? Schmucken Hof zum Beispiel. Du halt aber auf. Ich komme als Onkel hierher. Und pass auf, dass ihr auf den Hof auch ohne Mann zurechtkommt. Du, den Onkel, den lassen wir zu Hause. Da kannst du viel Start mitmachen. Der Schwager von Gretes Mutter war ein Cousin von deinem Bruder, seine erste Frau. Mensch, Wilhelm Dries, wenn du Gretes Onkel bist, dann bin ich meine eigene Großmutter. Hey du, dass du hier alle naslang rumstreichst, das hat mit onkelhaftigen Beißern gar nichts zu tun. Da ist ja ganz was anderes dahinter. Ich hab ja gesagt, du bist verrückt. Was soll ich mit diesem Hof hier? Ich hab doch selbst einen. Den kannst du ja abgeben, deine Jungs sind ja alt genug. Nur so siehst du aus. Meinen Hof abgeben und dann hier einheiraten, was? 150 Hektar eintauschen für 70. Das wäre ein Geschäft. Und die Frau, die du kriegen würdest? Keine dumme Dinger, mehr halb so alt wie du, ne? Ist das nix? Ja, aber nur 70 Hektar und keine 150. Ja, dann ist das eben dein Gerd, den du hier ins warme Nest setzen willst. Also, was du alles weißt. Wilhelm, ich bin doch nicht dösig. Einer, der eine Frau sucht und dessen Jung nur auch schon so weit ist, dass er nicht mehr gern allein schläft, der kann mir doch nicht erzählen, er kommt als Onkel hierher. Du, das würde ich erst glauben, wenn die beide eine Frau hätten, die nicht Grete Klüver heißt. Sag mal, hast du das schon lange so mit dem Kopf oder ist das heute zum ersten Mal? Ja, Spottumann. Du willst das bloß nicht wahrhaben, weil du bange bist, dass ich dir dazwischen komme. Was, du? Oh, du lass mich nicht lachen, Tina. Das wäre aber auch das erste Mal, dass ich nicht kriegen würde, was ich haben will. Lach mal, und du kriegst sie doch nicht. Ach, das weißt du sicher, was? Weil, ganz genau. komm. Onkel Wilhelm. Tag, Mann. Meine doch, dass ich dich gehört habe. Tag, mein Herr. Sag mal, was machst du denn für Sachen? Lässt dich vom Trecker runterschmeißen. Das sagt man, du. Na, lass dich mal angucken. Aua! Ach so, ja. Oh, da sitzt doch noch alles dran. Das wäre doch auch schade gewesen, was? Der liebe Gott hat dich rundherum so fein ausstaffiert und dann auf die Art was davon verlieren? Also, du Tünig, Onkel Wilhelm. Nee. Alles, was recht ist, weggucken muss man nicht, wenn man dich sieht. Und um mir das zu erzählen, bist du hergekommen? Nee, das nicht, aber nun sind wir schon mal dabei. Also, so wie bis jetzt kann das nicht weitergehen. Nun muss das ein Ende haben mit der Wirtschaft auf dem Weiberhof. Jetzt wird ein Mann gesucht. Und wenn du das nicht tust, dann mache ich das. Mann, für mich? Tja, für wen denn sonst? Für Tina vielleicht? Ja, warum nicht? Oh Mann, erlöse uns von dem Übel. Hier kommt nur wieder ein Mann her, das sag ich dir, dein Onkel. Daraus wird nichts. Ja, warum denn nicht? Nur weil ich nicht will. Ja, aber dein Mann ist seit 4 Jahren tot. Die Trauer muss doch nur auch mal ein Ende haben. Hochzeit machen? Schon wieder? Nee. Was das angeht, habe ich noch Trauer. Ja, aber dein Verstand muss dir doch sagen, dass du so allein nicht weiterleben kannst. Hochzeit machen, weil mein Verstand mir was sagt?
Nee. Ja, guck mal, du kannst das ja auch ganz sinnig angehen lassen, das mit der Liebe und so. Das muss ja auch nicht gerade ein junger Mann sein. Du könntest dir ja auch einen älteren nehmen. Ach, so ein wie dich, wa? Ja, warum denn nicht? Wenn er sich so gehalten hat wie ich. Ja, aber her muss da einer. Oder willst du noch mehr so Sachen abliefern wie vorhin mit dem Trecker? Na hör mal, wenn dir so ein dummerhaftiger Ochse so batz vom Trecker läuft, dann kannst du auch nur in den Graben reinrutschen, Wilhelm Drews. Oder das Biest totfahren. Das hat auch mit Mann oder Frau überhaupt nichts zu kriegen. Ja, was hat denn der Ochse damit zu tun? Der war doch schuld an allem. Einer von deinen? Ja. Und wie kam der auf die Straße? Der war ausgebracht aus der Weide. Weil auf eurem Hof nichts mehr in Ordnung ist. Gar nichts. Ich sag doch... Ein Mann muss hier. Ja. Sag mal, fängst du jetzt auch noch an? Meine Meinung kennst du. Nach deiner Meinung geht das hier, was? Nee. Grete hat ihren eigenen Kopf. Dann stehst du hier noch bei? Was geht dich das an? Mich geht alles was an, was hier auf dem Hof passiert. Ich als ihr Oh, Onkel... hör doch auf mit dem Onkel spielen. Du sag ihr doch mal, was du wirklich willst, ne? Was weißt du, was ich wirklich will? Mehr als dir lieb ist, du. Annegret, deren überleg dir das. So wie bis jetzt kann das doch nicht weitergehen. Ich guck mir das nicht länger mit an. Sag mal, bist du bloß gekommen, um mir das zu sagen? Nee, natürlich Dann nicht. hättest du dir den Weg sparen können. Na, was willst du denn? Nach dem Fragebogen sehen, nach der Statistik. Mensch, Tina, die Statistik. Da habe ich ja überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ja, das kann ich mir wohl denken. Musst du die heute schon haben? Gestern schon, die sollte heute schon auf der Kreisverwaltung sein. Ach, auch das noch. Habe ich ganz und gar vergessen. Ja, guck. Hier liegt der Fragebogen. Ach, so ein Schiedmann. Ich hab noch zu Tina gesagt, dass wir da bloß dran denken. Und dann kam das Heu dazwischen. Tja, was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir? Die Statistik muss her. Ich will keine Schererei mit der Verwaltung haben, nicht wegen der anderen und auch nicht deinetwegen. Oh, können wir das jetzt nicht schnell aufstellen? Und niemand, ja, das wird mir zu spät. Ich habe noch eine Versammlung auf dem Bauernverband und ich fahre nicht gern im Dunkeln. Tja, so geht es den alten Leuten, ne? Hä? Ja, mich kriegt auch kein Mensch mehr im Dunkeln aufs Rad. Ich fahre ja nicht Rad. Na, na. Aber auf eurem Weg hier mit all diesen Löchern. Ja, an all den tiefen Gräben an der Seite und all den ausgebrochenen Ochsen. Hm? Ja, hast recht, Wilhelm, das ist auch mehr was für junge Leute, ne? Karl, willst du mich auf den Arm nehmen? Dick? Nee, lieber nicht. Aber wenn das so eilig ist mit dieser Statistik, dann hätte es ja auch ein bisschen früher kommen können, nicht? Ja, Zeit muss ich haben. Mit 4 Jungs im Haus. Und den Bauernverband, du siehst doch, was das für Laufereien Du gibt. sagst deinem Hof doch nichts weiter, wie so ein bisschen rumkommandieren. Tina. Doch wohl. Was fällt dir denn ein? Ach, ist doch wahr, wenn der sich so ausspielt wie so ein Stück Papier. Tina, jetzt ist aber genug, du. Ach, was? Du weißt doch, dass Onkel Wilhelm, der Ja, im Forster Vorstand vom Bauernverband, ich weiß. Aber die sollten die Bauern mal lieber arbeiten lassen, statt immerhin daran zu stehen, mit Statistiken ausfüllen und all so ein Quatsch. Also, Tina, jetzt ist aber Schluss. Ah, lass sie, Mann. Sie redet ja keine 100 Jahre mehr. Was wäre denn nun mit dem Fragebogen? Ja, mein Herr, wenn ich wüsste, dass du da allein mit zurechtkämst, würde ich ja sagen, Gerd soll ihn heute Abend noch abholen. Aber ich glaube, das ist besser. Ich komme morgen früh vorbei und helfe dir, was? Oh, wenn du das willst. Der sollte gestern schon auf der Kreisverwaltung sein. Ja, das wird ja nun nichts mehr. Und Kopf wird das ja wohl nicht kosten. Ach, also doch nicht. Such die Sachen mal zusammen und bleib nach dem Frühstück im Haus. Ich komm denn. Ja? Dauert das noch lange? Einen Augenblick noch, ich bin gleich soweit. Ich meine, das wird gleich dunkel. Gleich. Ah, wer war das denn? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nee, Wer? nee, ich weiß das auch nicht. Ihr habt einen Kerl auf dem Hof und wisst beide nicht, wer das ist. Er kam gerade vorbei, als das mit dem Trecker passierte. Er hat Grete aus dem Schied wieder aufgesammelt. Den Trecker hat er schon wieder aus dem Graben gekriegt. Und für die Anhänger war ihm das schon zu dunkel. Da will er nur morgen bei. Morgen? Wieso? Ja, oder wir müssen uns Hilfe suchen im Dorf. Ist hier ja nur ein Weiberhof. Das machen wir. Du, hast du denn Zeit? Ich hab ja 4 Jungs auf dem Hof. Ach so, und währenddem machst du den Schreibkram hier, nicht die Statistik. Auf jeden Fall ziehen wir deine Hänger aus dem Graben. Wir und kein anderer. Wenn er das aber doch so gern tun will. Wer? Der junge Mann da draußen, den wir alle nicht kennen. Also so weit kommt das.
Bis morgen bleiben. Hier gehört kein Fremder her, hier muss einer her, den ihr kennt. Den Augenblick haben wir ja einen, ne? Tina, ach, ist doch wahr. Sag mal, Annegret, was meinst du überhaupt? Soll ich Gerd mal fragen, was er von deinem Hof hält? Er soll so und so mal von zu Hause weg. Warum denn nicht hierher, zu dir? Ach Gott, Onkel Wilhelm, jetzt hör mal auf. Ja, das muss ja nicht heute und morgen sein. Überleg dir das noch, mein Herrn. Also bis morgen, denn Annegret. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht! Ja. Slickerdey. Was ist? Nix. Was der bloß von mir Hätte will? ich dir schon längst sagen können, was der in Sinn hat. Der streikt doch alle paar Tage hier rum, der alte Kader, der. Der will mir seinen Gerd herschicken. Also wenn du wieder heiraten willst, dann such dir den Mann aber gefällig selbst aus. Heiraten? Wer redet denn vom Heiraten? Na, für den Hof soll Gerd herkommen, hat er gesagt. Und das glaubst du? Ich kenn doch deinen Onkel Wilhelm. Vom Helfen redet er und bei dir schlafen meint er. Also, dazu gehören aber zwei, du. Ja, lass Germann erstmal hier sein, er wird schon sehen, wer der Zweite ist. Jetzt heißt das der Hof und dann heißt das, ach mein Dern, mein lieber Annegret. Und das dicke Ende ist denn eine Hochzeit. Ich hab dir schon mal gesagt, ich heirate nicht wieder. Du sag mal, weißt du nicht, wo das Buch geblieben ist? Wir haben doch letzten Herbst alles aufgeschrieben. Wie groß der Hof ist, wie viel Ackerland wir haben und Grasland und all das. Das muss doch alles da drin sein. Liegt das nicht bei den Steuerzetteln? Nee. Oder in der Schreibmappe haben wir ja auch immer also Klöderkram drin. Oh, guck mal. Was? Hier liegt die alte Urkunde, die Sie für die Dorfchronik haben wollten. Und ich habe sie auf dem Dachboden gesucht. Die ist ein bisschen älter als wir beiden, ne? Klaus Hinrich Klüver. Ja, du, das war dem alten Bauern sein Urgroßvater. Der hat angefangen hier draußen, so weit ab vom Dorf. Wann? Das muss ja hier irgendwo stehen. Hier, 1794. Oh, lass mal sehen. Oh, kenn das was eine Zeit, 1794. So lange sitzen die Klüvers hier nun schon. Das heißt, haben sie hier gesessen. Ist ja keiner mehr von nach. Das bin ich keiner. Naja, du noch, aber dann ist aus. Und dann kommen die Drews. Dann kommt Onkel Wilhelm, seine liebe Familie und reißt sich das hier alles unter den Nagel. Ja, das ist nun mal nicht anders. Ja, gefallen tut mir das aber nicht, das kann ich dir sagen. Was willst du denn dabei machen? Och gut, ich wüsste schon was. So? Tja, wieder heiraten. Fängst du jetzt auch noch an? Meinetwegen kannst du gern allein bleiben. Das geht mir nur um den Hof. Ja, genau darum geht's Onkel Wilhelm auch. Sagt er, ja. Ja, und du redest nicht anders. Nur von mir redet keiner. Der Hof, der braucht einen Mann. Auf die Dauer kommen wir hier allein nicht zurecht. Also, Dami, nochmal, jetzt ist aber genug. Bloß weil ich mit dem Trecker auf den schwierigen Weg ins Rutschen gekommen bin, baut der Hof mit meinem Mann. Also, seid ihr denn alle zusammen verrückt geworden? Bin ich ein Stück Vieh, was hier verhandelt werden soll? Wenn du wieder heiraten würdest, kriegten deine Kinder den Hof und die Drews könnten sich die Nase wischen. Verstehst du denn nicht, dass ich nicht wieder heiraten will? Oh Mann, dann lass das doch nach, was geht mich das überhaupt an? Lass doch den Hof verkommen. Lass dir doch von Onkel Wilhelm was vorschreiben und dir Gerd Drews hier vor die Nase setzen, bis wir es ja nicht besser haben. Also noch hab ich hier das Sagen. Ja, das habe ich gemerkt vorhin, als Onkel Wilhelm hier rumgedröhnt hat. Was soll ich denn bloß tun? Tu, was du willst. Du bist die Frau im Haus, du bist der Bauer auf dem Hof. Das geht alles nach deinem Kopf. Tu was denn? Sag doch alles. Alles bleibt, wie es ist. Du bleibst allein, du bleibst ohne Kinder und der Hof fällt an die Drews. Das heißt, wenn der noch was von nachgeblieben ist, ne? Sag mal, glaubst du wirklich, dass da kein anderer Ausweg mehr ist? Doch. Wieder heiraten. Fängst du jetzt auch noch an? Es hört sich an, als hättest du schon einen für mich. Aber Grill, nein, das Ja? habe ich nicht. Nein, habe ich keinen. Ja, wer ist das, die du für mich ausgesucht hast? Grill, ich habe überhaupt keinen. Ach, lass das lügen. Nein. Wenn du so redest, hast du einen im Sinn. Einen Sinn mit. Ja. Nein. Ein Mann. Na ja. Für den Hof wüsste ich einen. An dich habe ich nur so nebenher gedacht. Na, und wer ist das? Ja, also pass mal auf. Mein Bruder, der hat mir geschrieben. Was?
Na, was hat dein Bruder dir geschrieben? Mit der, du fahr doch mal ab, Mann. Also, mein Bruder hat mir geschrieben, sein Jüngster. Sein Jüngster? Ja. Kann der denn schon laufen? Oder geht er vielleicht schon zur Schule? Och, Grete, sein Jüngster, der muss schon so um 30 rum sein. Na, das ist ja schon was. Der soll nur erzählen, oder nicht? Also gut. Er ist also 30. Ja, und er möchte sich so gern mal verändern. Weißt du, mal so ein bisschen weiter weg von zu Hause. Und wenn ich was weiß, dann soll ich ihn schreiben. Und den soll ich jetzt heiraten? Ja. Nee, nein. Ach was, nein, helfen soll er uns. Erstmal soll er uns bloß helfen, dass Onkel Wilhelm und sein Gerd uns hier von Hof bleiben. Ja, und dann soll er zusehen, dass er mich rumkriegt. Ja, schreien würde ich gerade nicht darum. Na, siehst du. Och, das ist so ein netter Jung, du. Die den mal kriegt, die ist nicht betrogen. Oh, das weißt du sicher? Oh, ist doch mein Bruder sein. Der gefällt dir, du. Das weiß ich nun schon. Wann hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Das letzte Mal gesehen habe, das war... Oh, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, Grete. Du sollst nicht lügen, Tina. Wann war das? Ja, also das war ungefähr... Ne, ich meine, das ist ja schon eine Zeit lang, ist das ja schon nicht... Aber gesehen habe ich ihn, Grete. Wann? Naja, also wenn ich das nun ganz genau bedenke, dann war das damals, weißt du, wie ich... Was? Als er getauft wurde. Und da hast du gesehen, dass er der richtige Mann für mich ist. Gib dir keine Mühe, Tina. Du spinnst, du. Also lass ihn wegbleiben, ich nehme ihn doch nicht. Oh Mann, Grete, was hast du nur eigentlich immer gegen die Männer? Ach, Tina, ich lass mich nicht nochmal verheiraten. Einmal war genug. Ja, warum hast du denn nie Nein gesagt? Nur sag du mal nein, wenn sie dich alle dumm und dusselig reden. Wenn du allein bist, wenn du nix und niemanden hast. Bloß fremde Leute um dich rum, die froh sind, dass sie dich auf so eine Art loswerden. Oh, und dann sag du mal nein. Ja, und dein Hinnack. Och, Hinak. Er hat mich nicht einmal gefragt, ob ich ihn lieb habe. Naja, mag sein, dass er mich auf seine Art lieb gehabt hat. Nichts gegen Hinak, er hat mir nichts getan. Aber leicht war das nicht. Und sowas nochmal? Nee, danke du, dann bleib ich lieber allein. Das sag ich auch. Oh Gott, Sie habe ich ja ganz vergessen. Oh, Sie müssen mir nicht böse sein. Wir hatten hier noch was zu besprechen. Ja, ich bin nicht böse, aber draußen ist es jetzt dunkel. Wo wollen Sie denn noch hin heute Abend? Tja, also wenn es nach mir ging, dann würde ich am liebsten hier bleiben. Hier? Wir haben hier keinen Hotelbetrieb. Das weiß ich, Oma. Auf Schlafbesuch sind wir nicht eingestellt. Ja, ich kann meinetwegen aufs Stroh schlafen, drüben in der Scheune zum Beispiel, wo ich den Trecker reingefahren habe. Nee, da wird nichts von. Geh mal ins Dorf, wenn du schlafen willst. Gern, Oma. Wenn ich den Weg im Dunkeln finden könnte. Lauf man immer der Nase nach, dann findest du schon hin. Tja, das habe ich gerade eben versucht. Bis an die Straße bin ich gekommen, habe fast das Haus hier nicht wiedergefunden. Die Straße ja geradeaus weiterlaufen können, nicht? Du hast mir selbst gesagt, Oma, dass die Frau noch mit mir reden wollte. Bedanken wollte sie sich bei dir weiter nicht. Tja, konnte ich das wissen, Oma? Also, wenn du nur noch einmal Oma zu mir sagst, du. Machst das nicht, soll nicht wieder vorkommen. Oma, Also doch, aber doch. eigentlich sind Sie da ja ein bisschen schuld dran, dass ich noch hier bin. Ja, ich weiß. Und ich überlege ja auch Was hast du denn zu suchen hier draußen bei uns, so weit ab vom Dorf, wenn du die Gegend überhaupt nicht kennst? Tja, Oma, was hab ich hier wohl zu suchen? Hm? Na, und wenn ich Sie nun danach frage? Vielleicht hatte ich solche Ahnung, dass ich hier gebraucht werde. Und war ich nicht zur rechten Zeit am rechten Ort? Oh ja, das waren Sie. Und dafür muss ich mich bedanken. Ah, dafür nicht. Na, nun bleiben Sie mal hier bis morgen. Ja. Sag mal, der, bist du nicht klug? Er findet jetzt ja doch nicht wieder zurück ins Dorf. Und wir haben ihm was zu danken. Du kannst doch zur nachtschlafender Zeit keinen fremden Kerl aufnehmen. Ja, warum denn nicht? Echt nicht. Du, mach ihm die Kammer zurecht. Was? Auch noch hier im Haus? Tina, jetzt tu, was ich dir sage. Bitte. Du bist die Frau im Haus. Ja, und der Bauer am Hof. Tja, da muss ich mich jetzt bei Ihnen bedanken. Ich sah mich schon im Dunkeln hier in den Graben fallen und ertrinken. Ja.
Darf ich denn jetzt wissen, mit wem ich zu tun habe? Sagen Sie mal ganz einfach Jan zu mir. Ich bin soweit. Meinetwegen können wir frühstücken. Ja, ist gut. Ja, wenn ich hier decken soll, dann musst du deine Papiere da wegnehmen. Oh, du, die lass mal da liegen. Die muss ich ja doch gleich brauchen, wenn Onkel Wilhelm kommt. Du, deck du da Mann auf. Ist doch nicht Platz genug. Wir sind heute Morgen ja 3. Ja. Oder soll er kein Frühstück kriegen? Ja, natürlich soll er. Ja, bitte, bitte. Pass mal auf. Einer hier, einer da und einer da. Das geht doch. Schön. Du meinst? Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Noch im Bett? Nee. War schon auf, als ich hochkam. Als ich den Hof angucken und den Garten, hat er gesagt. Ja? Ja, dann ruf ihn jetzt mal an. Schön. Rufen. Weißt du denn, wie der heißt? Siehst du? Jan. So. Was das so für einer ist, du? Aber wenn ich dir was sag, du Frag ihn doch. Da hinten läuft er rum, im Apfelgarten. So? Ja, du ruf ihn. Hey, du! Reinkommen! Frühstücken! Ja, Oma. Also du, dem will ich noch mal was von wegen Oma. Sich hier in der Gegend rumtreiben, seinen Namen nicht sagen, um mich mit Oma zu titulieren. Habe ich darum hier 40 Jahre auf dem Hof ausgehalten, dass ich mir sowas gefallen lassen muss. In deinem Haus. Nein, Tina, das musst du nicht. Aber beim Vornamen hättest du ihn doch auch rufen können, nicht? Den kennen wir doch. Und nun habe ich wieder die Schuld, ne? Auf was habe ich das gesagt? Merke ich auch so. Guten Morgen. Morgen, Jan. Hast du früh schon auf den Beinen? Tja, ist so meine Zeit. Ja, bitte setzen Sie sich. Danke. Und dann langen Sie zu. Gar nicht schlecht, Ihr Hof. Och, das geht so. Wie groß ist der denn? Oh, so um 70 Hektar. Und Sie wohnen ganz allein hier? Mensch, du stellst vielleicht Fragen. Das musst du doch gestern Abend schon gemerkt haben, dass wir beiden hier allein sind. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen dösig, Oma. Dass ich sowas nicht so schnell mitkriege. Guten Morgen, Oma. Also wenn der jetzt noch einmal Oma zu mir sagt, dann... Jan, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Aber gern doch. Dann ärgern Sie meine Oma nicht immer mehr. Deine Oma. Nun ärgern Sie Tina nicht immer mit ihrer Oma. Das soll doch nur ein Spaß sein. Für so einen Spaß kannst du ja andere suchen. Das sind ja leider keine anderen hier, Frau Tina. Fräulein, wenn's recht ist. Ach so, pardon, Fräulein, Oma. Tina ist schon seit ihrer Konfirmation hier auf dem Hof. Aha. Der Hof liegt so ganz allein, so weit ab vom Dorf. Ja, es sollte mal ein ganzes Dorf werden hier draußen, so wird erzählt. Das war 1794. Ui, so lange steht der Hof ja schon. Tja, dann haben sie keine anderen gefunden, die hier draußen mit anfangen wollten. Ja, und das Land, das drumherum liegt? Das gehört dem Staat. Na, da würde ich an Ihrer Stelle aber zusehen, dass ich da noch ein Stück von abkriege. Zu groß werden kann so ein Hof eigentlich gar nicht. Tja, dazu gehört Geld. Na und Leute, wir kommen doch nun schon nicht mehr rum. Oh, da wird sie doch wohl Rat finden, was? Na, noch Kaffee? Nee, danke.
Warum denn nicht? Du trinkst doch sonst mehr. Ach, nee, ich mach nicht, du. Ich muss erst mal den Schreibkram hinter mir haben. Darum kannst du Kaffee trinken. Was haben Sie da denn? Steuern? Statistik. Und damit kommen Sie nicht zurecht? Das soll ja man auch stimmen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Was verstehen Sie denn was davon? Schon ein bisschen. Ah, dann sind Sie ein Bauer? Ich habe das gelernt, ja. Und dann treibst dich auf der Straße rum. Ja, meine liebe Tina, zum Bauern gehört auch ein Hof. Und dein Vater hat keinen, ne? Doch, ein Hof hat er, aber nicht für mich. Ach so, da sind noch mehr Jungs. Ein halbes Dutzend. Oh Mann. Ja, beim Rumtreiben findest du aber keinen Hof, ne? Nee, was? Ja, du kannst doch mal als Angestellter gehen, als Verwalter. Ja, was? Oh, das verstehe ich erst. Musst du nicht verstehen, Tina. Aber wenn dich das beruhigt, ich habe die Landwirtschaftsschule besucht und bin sogar schon Gutsinspektor gewesen. Und du? Und nun? Ja, nun sehe ich mich ein bisschen um. Bei uns, ne? Zufällig, ja. Na, noch Kaffee? Nee, danke, Tina. Deck mal ab, damit wir an den Schreibkram kommen. Ne? Ja. Sag mal, hast du ja was zu sagen? Nee, Tina. Das war unglaublich, so was. Ja. Ach, was? Alles sagen lassen. So ein schöner Morgen. Ach. Mecker doch nicht. Ich mecker überhaupt nicht. So. Wenn ich das schon höre. Tja, haben Sie da mal was zum Schreiben, Frau Klüver? Ja. Ach, was ich noch fragen wollte. Sie sind nicht aus der Gegend hier, nicht? Nee, und damit Sie nicht nochmal fragen müssen, ich heiße Jan Dreier und komme aus Waderfleet. Was? Ja, das liegt zum Norden rauf, zur Küste hin. Ach so. Tja, dann wollen wir da mal drauf los. Haben Sie Unterlagen von dem Hof? Eine Aufstellung oder sowas? Vom letzten Mal vielleicht? Vom letzten Fragebogen? Ja? Ja. Hier. Aha. Hier. Ja, aber das steht ja schon alles. Ja. Das ist vom letzten Jahr? Ja, vom letzten Herbst. Aha. Hat sich daran was geändert? Nix. Ja, dann brauchen wir das doch nur einfach abzuschreiben. Ja, man muss aber auch wissen, wo die Zahlen hinkommen. Ja, und stimmen soll das. Also ich vertüdel mich dabei immer. Tja, na, ich glaube, wir werden das schon schaffen. Ne? Also, Ackerland 26 Hektar, Grasland 42 Hektar, davon Wiesen 20 Hektar, Weideland 22 Hektar, Obstkulturen 1 Hektar, Hofgarten und Wege 1 Hektar, Ödland nichts. So, das sind 2, 4 und 6 macht 10, 0 hin, 1 im Sinn, 3, 5, 7. Ja, das machen auf den Punkt genau 70 Hektar. Dummy, nochmal, das geht Ihnen aber von der Hand. So, jetzt geht's hier weiter. Roggen 8,5 Hektar, Weizen nichts, Hafer 2 Hektar, Gerste 2,5 Hektar, Kartoffeln 4 Hektar, andere Hackfrüchte 9 Hektar, Mais, Hanf, Rapse nix. Sonst noch was? Nix. Zusammenzählen. Das sind 7, 9, 11, 13, 17 und 9 sind 26. Ja, und die 26 Hektar stehen da oben auch. Oh, stimmt also. Also bei Ihnen stimmt das. Naja, muss ja stimmen, wenn Ihre Unterlagen in Ordnung sind. Und das sind sie ja wohl, ne? Ja. So, jetzt geht's hier weiter. Obstkulturen im Einzelnen. Wo finde ich das denn? Oh, das weiß ich so. Was, einfach so aus dem Kopf? Und ganz freihändig und ohne Netz. Na, dann mal los. Also, Apfelbäume? 42. 42. Birnbäume? 18. 18. Kirschbäume? 6. 6. Pflaumenbäume? 8. 8. Und Nussbäume? Kein Ein. Strich und fertig. Das Datum. So, und Ihre Unterschrift bitte. Also, Dummy, nochmal. So schnell war ich doch noch nie mit fertig. Ach, das sieht viel schlimmer aus, als das ist. Da muss man bloß rangehen. So, und jetzt... Was? Wollen Sie jetzt schon gehen? Ja, eigentlich hatte ich Ihnen ja versprochen, die Hänger noch aus dem Graben zu ziehen. Ja, dafür wollte mein Onkel sorgen. Ja?
Ah, da ist aber noch keiner bei. Wenn Sie ein bisschen Arbeitszeug für mich hätten? Also wenn Sie es denn absolut wollen. Ja, will ich. Das ist bloß, weil ich meinen Koffer noch auf dem Bahnhof habe. Ja, da wirst du ja wohl einen hellen Tag wieder hinfinden, ne? Zum Bahnhof, mein ich. Oh, Tina, such doch mal eben ein bisschen Arbeitszeug für einen Dreier raus, ja? Ach, Dreier heißt der Herr. Ja, aus, Wader Fleet. So, war da fliegt. Du, Herr Dreier will die Anhänger noch aus dem Graben ziehen. Wird Onkel Wilhelm sich ja mächtig drüber freuen. Onkel Willem, war das der, den ich ja gestern Abend noch gesehen habe? Ja, ja, genau. Das ist ein weitläufiger Onkel von mir. Aha. Er kümmert sich ab und an um diesen Weiberhof hier. Und wenn ich von Tina richtig verstanden habe, dann passt das dem Onkel nicht, dass Sie so ein bisschen Hilfe durch mich hier haben, ne? Was? So sagt Tina. Und die sagt viel, wenn der Tag lang ist, ne? So lange kennen Sie sie ja noch gar das nicht. merke ich. So, Hemd und Hose habe ich in der Kammer zurechtgelegt. Los, mach an die Arbeit, Herr Dreier, ja, nimm mal los, da liegt. Ich will schon sehen, was du davon hast. Naja, dann will ich mal. Soll ich mitkommen und helfen? Ihm in die Hose helfen? Tina, bei der Arbeit helfen meine ich doch bei den Anhängern. Nein, danke, das schaffe ich schon allein. Also dann, bis nachher. Na? Was sagst du nun? Nix. Ist ein ordentlicher junger Mann, der Herr Dreier, nicht? Ob dieser Herr Dreier ein ordentlicher junger Mann ist, das kann ich nach so kurzer Zeit noch nicht sagen. So nett ist er. Und fleißig. Und von der Landwirtschaft, da versteht er was. So hast du den schon eingestellt hier, als Mann auf dem Hof? Was? So schnell geht das doch nicht. Na, er ist doch ein Fremder. Ja, eben, das sag ich dir doch immer. Und Fremde soll man nicht einstellen. Mit Fremden... So, da bin ich wieder. Moin zusammen. Morgen, Onkel Wilhelm. Morgen. Na, hast du die Papiere rausgesucht? Du, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss doch Vormittag in die Stadt. Wärst du mal zu Hause geblieben? Du, jetzt hast du den weiten Weg für nix gemacht. Für nix? Nicht böse sein, Onkel Wilhelm, aber den Fragebogen habe ich schon klar. Hier, kannst ihn so mitnehmen. Ja, bist du da doch selbst bei gewesen? Ich hab doch gesagt, du sollst die Finger davon lassen. Na, wollen wir mal sehen, was dabei rausgekommen ist, hä? So meine Brille zum Donnerwetter. Ich kenn das nicht. Na? Du, das stimmt. Das stimmt, weiß Gott. Na, das ist aber auch das erste Mal, dass eine Frau mit... Sag mal, was ist denn das für eine Handschrift? Das hast du doch nicht geschrieben. Nee, das habe ich auch nicht. Dafür habe ich meine Leute. Leute? Ja, meine Leute. Sag mal, was ist das denn? Ja, der da draußen hat mir geholfen. Was, der auf dem Trecker? Hast du dir Hilfe angenommen? Nein, der ist uns so zugeflogen. Der von gestern Abend? Du hast ihn doch gesehen. Und den hast du hier aufgenommen? Ja, der bist du denn nicht klug. Siehst du, das habe ich sie auch gefragt. Und der bleibt nur hier? Nein, nein, er zieht nur noch die Anhänger aus dem Graben. Ja, das will mein Gerd doch machen. Der kommt nachher, so wie es abgemacht ist. Nee, den lass nur mal zu Hause, ne? Nicht schimpfen, Onkel Wilhelm. Du siehst doch, wie fein wir hier alleine zurechtkommen. Alleine. Mit einem wildfremden Kerl. Wer ist denn das eigentlich? Das ist Herr heißt Dreier ja aus Dreier. Waderfleet Und und er er ist ist ein aus Wader- ordentlicher Jungmann, sagt sie. Und nett ist er und fleißig, sagt sie. Und auf der Landwirtschaftsschule war er, sagt er. Und von der Landwirtschaft versteht er was, sagt sie. Gutsinspektor ist er auch schon mal gewesen, sagt er. Na, und dass er rechnen und schreiben kann, das kannst du ja da auf dem Fragebogen sehen. So, Wilhelm, so sieht das hier nur aus bei uns. Und der streicht hier draußen in eurer Einsamkeit rum und ist genau in dem Augenblick zur Hand, als du den Unfall gehabt hast gestern Abend. Ach was, das war Zufall. Zufall, dass der zu Fuß hier vorbeigekommen ist. Seinen Koffer hat er auf dem Bahnhof gelassen. Und das alles soll ich glauben. Und da soll ich zuletzt auch noch mit einverstanden sein. Nö, das musst du nicht. Das ist meine Sache. Deine Sache, deine Sache. Da sieht man doch, was du in so Sachen anstellst, wenn du da allein vorstehst. Einen wildfremden Kerl bei Nacht und Nebel aufzunehmen. Also das ist trotzdem meine Sache. Ja gut, aber ich kümmere mich da nur um. Was willst du? Na ja, wissen, wer er ist und was er ist. Was? Du willst ihn ausfragen. Genau das? Er hat uns doch schon alles erzählt. Erzählt. Seine Papiere will ich sehen. Ja, wenn er sich darauf mal einlässt. Du, das wird sich zeigen. Ich bin der Vom Vorstand von... Bauernverband, ich weiß. Darum bist du hier noch lange keine Amtsperson, Wilhelm. Na, hier bei euch sorg ich für Ordnung. Das wird ja immer schöner. Also hier auf dem Hof hab ich das Sagen.
Aber meinetwegen frag ihn. Sollen wir wohl Bescheid kriegen? Du auch nicht, Tina? Oh, Herr Dreier. Ja, was ist? Kommen Sie doch mal einen Augenblick rein, ja? Jetzt gleich? Ja, jetzt. Ja, ist gut. Hier auf dem Hof, mein Gern, hast du das Sagen, das stimmt. Und stimmt auch wieder nicht. Denn die Verantwortung für dich, die hab ich. Ich als dein Onkel, als dein einziger Verwandter. Also jetzt ist aber genug. Du tust ja gerade so, als wärst du mein Vormund. Ja, sowas von der Art bin ich wohl für dich. Ach, fast nix, bist du gar nix. Nicht mein Onkel und nicht mein Vormund und nix. Ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Frau Klüver? Ja, Wilhelm, wollen Sie was fragen, Herr Jan Dreier? So, was denn? Das sollen Sie wohl zu hören kriegen. Von Ihnen? Kommen Sie rein und nehmen Sie Platz. Danke, Herr... Drews, Wilhelm Drews. Aha. Danke, Herr Drews. Ich bin der... Wilhelm ist der Forster vom Bauernverband. Ach so. Was heißt das? Ach so. Nichts, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich verstanden habe, wer Sie sind. Sie sind Wilhelm Drews, der Vorstand vom Bauernverband. Ja. Und nun hätte ich von Ihnen gerne gewusst, wer Sie sind. Ach so. Ja. Ja, aber das habe ich doch vorhin schon mal gesagt. Ich heiße Jan Dreier und komme aus Waderfleet. Was haben Sie hier zu suchen? Zu suchen? Ja. Den Ochsen. Hä? Den Ochsen, der gestern ausgebrochen war, der schuld war an Frau Klüvers Malheur. Den wollte ich eigentlich noch suchen und dann wollte ich ihn wieder reintreiben in die Weide. Ja, und den Zaun wollte ich dann noch reparieren, da wo der Ochse durchgebrochen ist. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was mit dem Unfall von gestern zu tun. Da war ich eben gerade bei Frau Klüver, als Sie mich riefen. Ja, das wär's wohl, was ich hier zu suchen habe und zu tun. Hat Frau Klüver Ihnen das aufgetragen? Was? Nur alles, was Sie tun wollen. Ach, aufgetragen nun gerade nicht, nein. Warum tun Sie das? Ist das hier ein Verhör? Sie haben mir keine Antwort gegeben. Tja, und ich werde Ihnen auch keine Antwort geben. Ich will wissen, was Sie hier wollen. Nichts, was ich Ihnen nicht sagen kann. Ja, dann sagen Sie das. Nee. Darf ich noch einmal, was Sie mir jetzt Solange immer Sie hier gefallen? so rumbögen, sage ich überhaupt nichts. Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere. Wie bitte? Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere. Meine Papiere? Also jetzt wird das lustig. Was wollen Sie mit meinen Papieren? Haben Sie nicht verstanden? Bestens, ja. Was ist denn los? Nee, daraus wird nicht. Her mit den Papieren. Wenn Sie mir anders gekommen wären, Herr Verbandsvorstand, dann hätte ich sie Ihnen vielleicht gezeigt. Aber wenn Sie sich hier dicke tun und sich aufführen wie ein Gendarm oder ein Amtsrichter, der einen Verbrecher vor sich hat, dann sage ich nein. Und ich will den sehen, der mich davon abbringt. Und ich sage Ihnen, wenn Sie in 2 Minuten nicht vom Hof sind, dann können Sie was erleben. Also jetzt ist aber Schluss. Da habe ich doch wohl auch noch ein Wort bei mir zu reden. Sei still, Dirn. Auf meinem Hof hast du keinen rauszuschmeißen. Danke, aber ich wäre auch so nicht weggegangen. Ach, so ist das. Dann geht mir ja ein Licht auf. Och, was, nix geht dir auf. Ihnen geht ja nicht mal auf, dass Sie auf dem Holzweg sind. Ja? Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich erzähle das nicht weiter. So, und wenn Sie jetzt noch was von mir wollen, dann müssen Sie mit nach draußen kommen. Ich muss was tun. Sonst habe ich die beiden Hänger bis heute Mittag noch nicht wieder aus dem Grab. Junge, Junge. Das. Du weißt ja Bescheid, was hier gespielt wird. Was? Was wird hier gespielt? Und du tu doch nicht so, als wenn du ihn nicht kennen würdest. Ich habe ihn nicht gekannt, bis gestern. Du kannst mich gern für dösig halten, aber so dösig bin ich nun wieder nicht. Also ich habe ihn nicht gekannt, sag ich. Nee, Wilhelm, sie weiß mehr von ihm als du. Ja, aber wenn du dich hier noch länger so aufspielst, dann werde ich ihn wohl bei Klein besser kennenlernen. Hat sich verdammt anständig aufgeführt. Hat sich gut gehalten gegen dich. Du, ich hab mit Gerd gesprochen. Er will gern zu dir kommen. Am 1. fängt er bei dir an. Abgemacht? Gerd kann sich den Weg sparen. Wenn er am 1. kommt, dann hört er auch am 1. wieder auf. Das ist ein Wort. Ich sollte mal mehr Zeit haben, dann würde ich euch beiden doch noch was erzählen. Ach, du hast nur schon zu viel erzählt, Wilhelm. Ja, viel zu viel. Was, du schmeißt mich raus? Nein. Aber ich habe nichts dagegen, wenn du jetzt gehst. Bitte, bitte. Hier, deine Statue.
Artistin! Bist du extra umhergekommen? Was soll die hohe Verwaltung denn von dir denken, Wilhelm? Ja. Also, mein Gerd kommt am 1. Das ist abgemacht. Nun tschüss zusammen. Damit aber Aber ich hab doch gerade gesagt... So, das hätten wir. Tja, Lärm und Spektakel. So viel, wie wir mal haben Ja, wollen. weil du mit dem Hof nicht klarkommst, Dejan, deswegen. Also wenn mir das jetzt noch einer sagt, glaube ich da bald selbst Du dran. kannst gern glauben, ist schon so. Grete, soll ich dir mal was sagen? Ja? Was dein Onkel Wilhelm ist, der schickt dir sein Gerd am 1. ins Haus. So wahr wie hier sitzt, tut er das. Mhm, und so wahr wie ich hier sitze, schicke ich ihn sein Gerd wieder zurück. Auch am 1. Große Worte, was Onkel Wilhelm sich in den Kopf setzt, das ist abgemacht. Das kann er mit seinen Jungs machen, nur mit mir nicht. Grete, ich sag dir, am 1. ist Gerd hier. Und ein Jahr weiter bist du seine Frau. Oder ich will nicht Tina Petersen heißen. Also nein, sag ich. Er schickt dir Gerd wegen den Hof. Das andere meint er, das läuft dann alles so wie von selbst ab. Nee, du hast nur eine Chance gegen ihn. Du musst zusehen, dass du den Hof ohne seine Hilfe klarkriegst, denn dann kann er dir hier nicht mehr zwischenreden. Ja, du hast recht. Das ist der Ausweg. Guck mal, mein Bruder, sein Jüngster, der kommt, wenn wir ihn brauchen. Wenn ich ihn heute anrufe, ist er morgen hier. Und wir wissen, was wir an ihm haben. Grete, mit mir ist es doch ganz egal, wen du mal heiratest. Aber wenn du denn späterhin natürlich mein Bruder seinen Jüngsten nehmen würdest, nicht? Ja. Dann käme ich vom Regen in die Traufe, ne? Statt Gerd ist es denn dein Bruder, sein Jüngster, der verrückt nach mir ist. Und für Onkel Wilhelm habe ich dich denn auf dem Hals. Nee. Ich weiß schon, was ich tue. Och nee, mit einmal? Ja. Ich frag den da draußen, ob er nicht bei mir bleiben will. Den Fremden. Ja, warum denn nicht? Er ist doch ein Bauer. Aber ist das ein Kerl, der dir zu nachtschlafender Zeit ins Haus gefallen ist? Tina, ruf ihn doch mal rein. Ich Ja? den auch noch... Tina, ruf ihn rein. Naja, bitte, du musst ja wissen, was du tust, ne? Also gefallen tut mir das nicht, das kann ich Ja. Hey, du! Ja, was ist? Reinkommen! Wieder? Die Frau möchte gerne mal mit Herrn Jan Dreier sprechen. Ist mir ein Vergnügen, Fräulein Tina. Tina sagt, Sie wollen was von mir? Wollte ich wohl, ja. Was gibt's denn? Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie keine feste Arbeit. Im Augenblick, meine ich. Nee, habe ich nicht. Ja, und da wollte ich Sie fragen. Ich dachte, Ich soll hier bleiben, dachten Sie. ja, wenn Sie dazu Lust haben. Nun, eine Arbeit ist so gut wie die andere und wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann. Oh ja, das würden Sie. Es muss ja nicht für lange sein, bloß bis wir aus dem Gröbsten raus sind. Ist gut. Sagen wir erst mal einen Monat. Ja. Oh ja, und wie viel wollen Sie verdienen? Was ich kriegen muss, meinen Sie? Wer kriegt schon das, was er verdient? Wie viel? Da können wir heute Abend drüber reden. Ich muss jetzt was tun. Ich muss den Ochsen suchen. Ja, und meinen Koffer muss ich noch vom Bahnhof holen. Grete, bei dem das steckt was dahinter, was wir beide nicht ahnen. Tünkram. Oh, deren, wenn dir das bloß nicht mal leid tut. Oh Gott. Ich sag dir nochmal, auf dem Sonntag, da wird nicht gearbeitet. Nee, da bin ich auch nicht für. Wenn einer die Woche über seine Arbeit getan hat, dann kann er sich auch einen Tag lang verpusten. Ja, und das da? Oh, Gardinenstangen wieder festmachen, das ist doch keine Arbeit, das macht man doch so nebenbei. Hör mal, für mich ist das Arbeit. Hä? Für mich ist das Arbeit.
Arbeit. Für mich aber nicht. Ja, ich hab dir gesagt, du lässt das Schnack bekommen. Komm, du kommst da nur runter. Am Sonntag wird nichts getan. Tina, du kriegst das ja wohl fertig und schüttelst mich hier von der Leiter wie ein Apfel vom Baum. Und das am Sonntag. Du kommst da runter. Tina, liebe Tina, hochverehrtes Fräulein Tina, bedenk doch, Oma, was passieren kann, wenn ich ihr kopfüber von oben runterfall. Das steht geschrieben. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. sollst du ruhen. Ja, das steht in der Bibel. Und daran wird sich gehalten. Wenigstens hier auf dem Hof. Du, dafür soll ich schon. In der Bibel steht aber auch, du sollst nicht töten. Wenn du mich aber von hier oben runterwirfst, Also wenn du da jetzt nicht freiwillig runterkommst. überleg doch mal, was das für eine Überschrift in der Zeitung gibt. Mord am Sonntagabend. Landwirtschaftlicher Gehilfe brutal von hoher Leiter geworfen. Ach, ist wohl so. Nimmst dir einen Fremden ins Haus, ist der Teufel nicht weit. Was ist das denn für ein Schnack? Das ist kein Schnack. Wenn ich dich angucke, dann sehe ich, das ist die Wahrheit. Ja, du sollst mal lieber weggucken. Dann siehst du auch nicht, wie schwer ich hier arbeiten muss. Am Sonntag. Ich sag dir zum letzten Mal, du machst nun Schluss. Tina, sagen kannst du viel. Du darfst bloß eins nicht vergessen. Ich hab dich überhaupt nicht gefragt. Und du wirst auch nicht gefragt, ob ich hier arbeiten darf oder nicht. Was? Ich nicht gefragt? Du, das wäre mal das erste Mal, dass ich nicht gefragt werde. So? Bis so weit ist hier auf dem Hof noch keiner an mir vorbeigegangen. In den ganzen 40 Jahren nicht. Und ich hab immer gedacht, du bist hier nicht mehr als ich. Oh, du, dich, komm, du, komm, jetzt. Ja, liegt ihr euch schon wieder in den Haaren. Ihr könnt wohl keinen Frieden halten, was? Die ganze Woche geht das mit euch schon wie zwischen Hund und Katze. Ja, der fängt doch immer an, der Kerl. Also nur hör sich einer das an. Ich fang an. Wer ist hier denn angefangen von Sonntag und stillsitzen und nicht arbeiten? Du oder ich? Wer gönnt dem lieben Gott sein Sonntag? Nicht du oder ich, hä? Jetzt will wieder keiner die Schuld haben, nicht? Muss ich da wohl zwischengehen? Das kannst du dir sparen. Ich geh. Peng. Das hat eingeschlagen. Was war denn nun schon wieder? Ach, eigentlich gar nichts. Na, wegen nichts kommen Sie doch nicht so in Fahrt. Ja, das ging um die schwere Arbeit, die ich hier mache. Am Sonntag. Ach ja, Tina hat ihren eigenen Kopf. Na, lass sie. Tja, Sie haben jetzt zu sagen auf dem Hof. Und wenn ihr was nicht passt, dann soll ich Sie lassen? Sie ist da auch bloß im Dienst hier, genauso wie ich. Ja, mit uns ist das was anderes. Ich meine, mit Tina und mir. Aha, Oh, sie war immer wie eine Mutter zu mir. wie eine Mutter. Und auf die Art hat sie so untergekriegt, dass Sie gar nicht mehr merken, dass Tina ihre Nase in ihren Topf hat. Ja, ich hab doch Augen im Kopf, Frau Klüber. Wenn Sie mal was anders haben wollen, als Tina das gewohnt ist, dann kommt sie gleich an mit dem alten Bauern. Ja, und wenn das nicht hilft, mit Hinnacks Vater und dann noch mit Hinnack hinterher. Ja, das war schon immer so. Ach, das wird wohl auch immer so bleiben. Tina können wir nicht mehr ändern. Oh Gott, die muss verbraucht werden, so wie sie ist. Naja, so ist das richtig. Aber von mir aus. Ja, was denn nun? Ja, ich mach Schluss. Das hier ist Arbeit, sagt Tina, und Arbeit ist nicht erlaubt am Sonntag. Ja, aber Sie sind doch da nun mal mit angefangen. Arbeit ist verboten, sagt Tina, und Tina hat hier zu sagen. Dickkopf. Oh, und wenn ich Sie nun darum bitte? Sie mich bitten? Aber gerne doch, Frau Klüber. Für Sie tue ich alles, was Sie wollen. Und wenn ich das ganze Haus hier abreißen soll. Oh, nee, das lassen Sie mal stehen. Das ist schon gut so. Wenn Sie mir die Gardinenstangen zurechtmachen, dann bin ich schon zufrieden. Oh, das will ich wohl wieder hinkriegen. Legen Sie die Gardinen schon zurecht. Die können Sie heute Abend noch wieder aufhängen. Ach, das ist schön. Ich mach's gar nicht leiden, wenn keine Gardinen vor den Fenstern sind. Mhm. Ja. Ach so. Kommen Sie, ich helfe Ihnen eben. Oh, was? Das war bloß in mein Zimmer. Danke. Oh, verflixte Ecke. Tja, da haben wir das. Warum lassen Sie mich da nicht mit anfassen? Tut das sehr weh? Oh, nun weinen Sie mal nicht. Soll ich mal ein bisschen Puste machen? Oh, ich will ihn was. Jetzt erst recht. Nein. Oh, Frau Klüber, was seid ihr hier bloß für traurige Leute? Hm? Kommt das, weil ihr so weit ab wohnt vom Dorf? Oder ist das, weil Sie immer mit der alten Tina hier zusammenhocken? Ich glaube, Sie können nicht mal mehr lachen, wie? Oh, ich lach doch. Das nennen Sie Lachen? Das nenne ich nicht mal Grien. So wie Sie sich geben, gefallen Sie mir gar nicht, Frau Klüber. Sie sind doch noch jung. Oma spielen können Sie noch, wenn Sie alt sind. Kommen Sie, wir beide wollen hier mal einen aufs Parkett legen, dass die ganze Bude wackelt, ne? Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Ja, mag sein, dass ich nicht ganz bei Trost bin, aber deswegen wird trotzdem getanzt. Nein. Sie sollen mich lassen. Ja, morgen, jetzt tanzen wir. Aber ich kann das nicht. Ja, das lernt man.
So, für heute langt das erstmal. Sie sind ja wohl ganz und gar verrückt geworden. Also ganz aus der Puste haben Sie mich gebracht. Tja, das wollte ich ja auch. Wenn man euch hier nicht mit der Mistgabel kitzelt, dann kommt ihr ja nicht in Schwung, nicht? Das wird jetzt jeden Abend so gemacht. Will doch mal sehen, ob man hier nicht ein bisschen anderen Wind reinkriegen kann. Warum steht der Stuhl da? Hm? Weil er 100 Jahre da gestanden hat? Weg mit ihm. Der kann genauso gut, mal hier stehen, ja. Also ja. Und die Kommode da? Was? Herr Dreier, jetzt hören Sie aber auf. Na, ist das ein Platz für eine Kommode? Die steht hier doch im Weg. Oh, nein, also die Kommode bleibt das stehen. Ja, damit Sie sich wieder daran stoßen können, was? Ich finde, da passt die Kommode viel besser hin und da wollen wir sie jetzt mal hinbauen. Ja, aber das steht doch der Sekretär. Oh, das schaffe ich noch, das schaffe ich. Ach, hier, das ist wohl alles auf Rollen hier, das ist ja wunderbar. Der rollt ja wie ein Teewagen, ganz von allein hier. Sagen Sie mal, Herr Dreier, haben Sie jetzt hier das Sagen? Nein, Frau Klüber, zu sagen haben Sie hier immer nur Sie. Ja, dann darf ich jetzt bitten, dass Sie die das Kommode... dürfen Sie, aber das bisschen Möbelrücken hier, das mache ich denn mal eben ganz schnell. Ne? Sehen Sie, da steht der Sekretär doch viel besser. Passen Sie auf, das Licht fällt jetzt von der richtigen Seite auf Ihre Hand. Ja, und wenn Sie sich hier dran auch wieder stoßen, dann hauen wir den Klapperatismus einfach ab. Tja, jetzt kennen Sie fast Ihr eigenes Wohnzimmer nicht mehr wieder, was? Also Jan, wenn Ihnen nicht was fehlt... Und wenn mir nun was fehlt, würden Sie mir das geben? Ich würde Ihnen was... Tja, 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 tja. Tag. Ach, guten Tag. Sie sind ja immer noch hier. War das eine Frage? Was? Na, dann brauche ich darauf wohl keine Antwort zu geben, wie? Ist die Frau nicht hier? Die Frau doch, die ist... Darf ich mal eben? Dankeschön. Frau Klüber? Ja? Der Bauernverband. Der hohe Vorstand, meine ich. Darf ich noch mal? Dankeschön. Nur Gewehen. Das ist auch ein Sonntag? Tag, mein Dirn. Du, ich habe da ein Schreiben gekriegt vom Verband. Ja? Das geht um das Dienstpersonal, um die Älteren geht das. So, Ja, nun wollte ich dich gern was fragen. Das heißt, ich muss dich eigentlich was fragen. Sag, das ist sowas. Sag mal, weißt du eigentlich, wie lange Tina hier schon auf dem Hof ist? Oh Gott, ja, sie sagt ja immer, sie ist schon seit 40 Jahren hier. Und ob das nun genau 40 sind, das weiß ich auch nicht. Und das können 41 und können aber auch 39 sein. Ich müsste das eigentlich genau wissen. Wozu denn? Naja, wenn das nun genau 40 sind, dann müssen wir doch was tun. Bedenk mal, 40 Jahre auf so einem Hof. Ach, du meinst, wir müssen das feiern? Ja, das können wir doch nicht einfach so vorbeigehen lassen. Also nee, eigentlich nicht. Ja, und was hat der Verband nun damit zu tun? Ja, der Verband will denn auch was geben. Ein Schreiben oder eine Urkunde oder so. Ach ja, das wäre schön. Ja, aber wenn du das nicht genau weißt. Du kannst sie doch selbst fragen. Soll ich sie eben reinrufen? Ja, nee, du warte mal, Augenblick. Was ich noch sagen wollte, der Kerl läuft hier ja immer noch rum. Ja. Ja, dann sieh mal zu, dass du ihn los wirst. Mein Gerd morgen kommt. Gerd? Haben wir doch abgemacht. Davon weiß ich nichts. Wir haben doch abgemacht, dass Gerd zum ersten bei dir anfängt. Also ich hab nichts abgemacht. Also nun sag bloß noch, wir hätten gar nicht darüber gesprochen. Ja, du hast darüber gesprochen. Du ganz allein. Ja, und du? Ich hab gesagt, dein Gerd soll sich den Weg sparen. Ja, aber ich hab dir doch gesagt, die Sache ist abgemacht. Und da hast du nichts gegen angesagt. Kein Wort. Ja, das konnte ich ja nicht, wenn du wegläufst. Und Schweigen ist noch lange kein Zustimmen. Ja, ich hab doch gedacht, du bist damit einverstanden. Och, Theon, sag mal, wollen wir uns denn um ein Wort streiten? Du fängst den Streit an. Du hast nicht zugestimmt, nee, aber abgelehnt hast du auch nicht. Ich hab gesagt, wenn Gerd am 1. kommt, hört er auch am 1. wieder auf. Nun habe ich doch mit Gerd darüber gesprochen und habe mit ihm geredet und ihm erzählt, wie schlecht dir das geht. Ja, und wie fein das wäre, wenn er mit dir zusammenarbeiten würde. Und du willst du mich im Stich lassen, weil dir ich weiß nicht, was in den Kopf gekommen ist. Och, dir, das kannst du mir doch nicht antun. Wie stehe ich denn da? Och, das willst du ja auch gar nicht. Oh, du weißt, was ich will. Guck mal hier habe ich alles so ein bisschen aufgeschrieben. Da steht alles drin, was er für Rechte hat und was für Pflichten. Und was du ihm dafür geben musst.
Na ja, dann brauchst du nicht Dankeschön zu sagen und er weiß, woran er ist. Wo hast du denn was zum Schreiben? Im Sekretär, ich weiß. Hm? Na nun? Ach so, guck, hier ist ja schon sowas. Dann setzt man hier deinen Namen drunter und dann ist die Sache klar. Sag mal, soll ich eigentlich die Schweine füttern? Warum denn? Weil Onkel Willem da ist. Oh, nee, das mach ich selbst. Ich komm schon. Aua. Sag mal, was hat die denn? Sag mal, einen anderen Zeitpunkt hättest du dir wohl nicht aussuchen können, was? Aha. Hast hier mal wieder fix mit ihr rumkommandiert, Tüder, nicht? Was ist denn hier los? Wieso? Unsere Wohnstube, die Möbel. Ja, richtig. Sag mal, stand der Sekretär vorher nicht da? Und die Kommode war doch hier. Das steckt doch wieder dieser verflixte Kerl dahinter. Oh, wie möchte ich zu fassen kriegen. Ja, warum schmeißt ihr ihn nicht raus? Kann ich denn das? Ja, aber sie kann das doch. Grete? Die ist doch vernarrt in den Kerl. Ja? Dann musst du das machen. Wie kann ich denn das? Jemand, der so lange auf dem Hof ist wie du, Tina, der kann das. Oh, was hat das denn damit zu kriegen? Erst kommt der Hof, Tina. Und wenn Annegret was tut, was für den Hof nicht gut ist, dann musst du ihn eben an die frische Luft setzen. So, wenn ich das tue, bin ich draußen, nicht? Oh, nach 40 Jahren, Tina, da wird doch nichts draus. Nee, du kannst ruhig mal so ein bisschen was sagen. Und ich würde mich freuen, wenn du das tätst. Wieso? Bist du noch nicht dahinter gekommen, hä? Weiß ich, was du vorhast? Ich will nicht, dass sich hier ein Fremder festsetzt. Nein, das will ich auch nicht. Ja, aber du sagst doch selbst, sie ist nun schon vernarrt in ihn. Ist sie auch? Ja, guck mal, das kann doch sein, das dauert vielleicht gar nicht mehr lange und sie merkt, dass sie ihn liebt. Und bums ist das soweit. Ja, Bums, das kann aber von kommen. Siehst du? Ja, und was soll ich nun dabei tun? Och, Tina, du stell dich doch nicht dösiger an, als du bist. Aufpassen sollst du, dass sich da nichts anspinnt. Ihr zusetzen, dass sie ihn laufen lässt. Wenn hier wieder ein Bauer auf den Hof kommt, dann gehört sich das doch wohl, dass es einer aus unserem Dorf ist. Naja, also einen Fremden hätte ich hier ja auch nicht gern, Ja, nicht? ja. Aber spionieren will er Spionieren, nicht. Tina, was heißt denn das nun wieder? Du sollst bloß ein bisschen aufpassen. Brauchst ja selbst überhaupt nichts zu sagen. Und wenn du was merkst, gibst du mir Nachricht, dann komme ich schon. Ach nee, Willem, ich weiß nicht. Tina, wenn das klappt, soll mir das auch nicht darauf ankommen. Sag mal, du hast so ein Sparkassenbuch, oder? Das versteht sich. Ja, was meinst du, wenn ich da mal so ein bisschen was drauf einbezahle? Ach nein, Willem, wie sieht denn das aus? Was sollen die Leute auf der Sparkasse denn von mir denken? Nee, das... Dafür lässt sich doch ein Grund finden. Da wäre mir aber lieber, wenn ich das selber einbezahlen könnte. Ja, von mir aus. Ja, dann raus damit. Doch. Du bist ja eine von den ganz Scharfen. Ja, nun komm, zier dich nicht lange, nicht? Nun mal. Naja, Tina. Na, was sagst du dazu? Sag mal, bist du ein Knecht? Ja, so besser, was? Bist du ein kleiner Bauer oder bist du ein großer? Sag mal, glaubst du vielleicht, ich mach diese Dinger selbst? Wer ein Großbauer sein will, der muss schon was vorzeigen. Das kann er mal. So, Schluss nun. Tja, wenn dir der Hof nicht mehr wert ist, bitte... Ne? Das ist doch nicht so passend. Ich will ihn ja nicht von dir kaufen. Na, was ist? Sind wir uns nun einig? Über dein Geiz? Nee, du, da habe ich meine eigene Meinung. Sind wir uns einig über das andere? Ja, sind wir. Du lässt keinen Fremden auf den Hof. Nee, das hätte ich sowieso nicht getan. Was? Und dann lässt du mich dafür bezahlen? Ja, du wolltest das doch nicht anders haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, Tina, sag mal, wie lange bist du eigentlich auf dem Hof? 40 Jahre. Genau. Ja, morgen genau. Bis morgen schon? Sag mal, was willst du eigentlich? Was geht dich das überhaupt an? Ja, das muss ich wissen, weißt du. Bloß so, Tina. Also, tschüssing. Auf Wiedersehen, Wilhelm. Du, und immer dran denken, kein Fremden. Nee. Kein Fremden. Kein Fremden. 3, 4, 5. Na, ist Willem Bullerwaller wieder weg? Geht dich das was an? Weiß nicht. Was meinen Sie, Frau Tina? Sag mal, was ist das hier? Was hat das zu bedeuten? Was?
Hast du unsere Kramstücken hier umgestellt? Ja. Und warum? Ja, ich wollte gerne mal sehen, wie das so aussieht, ne? Doch mal, dich haben sie ja wohl was. Hast du denn was dagegen? Die Sachen, also mir bleibt glatt mein Mundwerk stehen. Ach, Tina, das dauert bei dir doch nicht lange. Was hier 150 Jahre steht, damit rangierst du rum, nur weil du mal sehen willst, wie das wohl aussieht? Tja, und macht sich das denn nicht gut? Guck mal hier, wenn du dich jemand an den Sekretär setzt, ne? Ich meine, wenn du mal einen Brief oder sowas schreiben willst, dann kriegst du jetzt das Licht von der richtigen Seite. Überhaupt kein Licht kriege ich von da. Naja, im Dunkeln nicht, aber am Tag. Am Tag schreibe ich keine Briefe. Aber da kam das Licht von der verkehrten Seite. Oh, ist das deine Sache? Ja, und dann hat Frau Klüver sich hier an der Ecke von der Kommode gestoßen, als sie aus der Tür wollte. Hätte sich ja vorsehen können, ne? Ja, sie hat sich nun aber mal gestoßen und deshalb habe ich das gemacht. Die Ecke steht ja noch viel weiter vor als die Kommode. Der wird sie sich da ja noch viel mehr anstoßen. Darf Ne? ich mal eben? An der Seite war die Ecke. Ach. Ja, und dann kann sie sich ja auch vorsehen, ne? Und guck mal hier, wenn du dich dann in das Sofa setzt, ne? Wenn du dich hier in das Sofa setzt, ne? Und dann mal da so rüber guckst. Glaubst ja wohl, ich bin dein Handknabe. Wenn du dir das dann alles mal so anguckst. Der soll ja auch noch sagen, du hast recht, was? Du sollst gar nichts, Tina. Aber du musst doch zugeben, dass der hübsche Sekretär da viel besser aussieht als diese alte Kommode. Hm? Wird mir das aber zu dumm. Nicht schimpfen, Tina, nicht schimpfen. Wer schimpft, der hat Unrecht. Nur weil du Recht behalten willst. Du schimpfst ja nicht, weil das nicht recht ist, was ich tue. Du schimpfst ja bloß, weil du schimpfen willst. Und mit solchen Leuten mache ich nichts zu tun haben. Sag mal, was war das eben? Nichts zu tun. Du mit mir. Sag mal, hast du dich denn überhaupt schon mal gefragt, ob ich was mit dir? Du kommst da runter und stellst dir alles wieder hin. Und du stellst dir die Kommode Die hier Gardinenstangen sind hin. wieder in Ordnung. Wenn die Frau kommt, dann sagt jemand, sie kann die Gardinen schon wieder aufhängen. Ich guck bloß einmal ins Style. Wollen wir doch mal sehen, wer hier mehr zu sagen hat. Dieser Kerl oder ihr. Nun, Tina, was machst du denn da? Sag mal, hast du ihm gesagt, dass er das hier alles umstellen soll? Nein, das hat er von sich aus gemacht. Und das lässt du zu? Ja, wenn ihm das Spaß macht. Ach, Tina, ob das nun da steht oder da, das ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Mit der Wohnstube fängt das an und mit dir hält das auf. Und er ist hier der Herr im Haus. Herr im Haus, bloß weil er eine Kommode umgestellt hat. Nein, weil du nichts dagegen... Merkt ja schon, wie weit wir hier sind. Also, Tina, jetzt mach aber aus einer Mücke keinen Elefanten. Du. Er ist doch der Elefant hier im Porzellanladen. Oh, Dummy nochmal, dann stell's doch wieder um. Los, Fasan. Brauchst mich hier gleich so anzublabbern. Ich helf dir auch so. Wer hier wohl flafft? Na, ich blaffe nicht. Ich blaffe vor, ich knick durch die Wand hier. Huch, halt. Oh, nee, so ein Wühlkram. Auf einen Sonntagabend, Mann, haben wir das nötig. So viel Arbeit. Und wir haben wir ja nicht mal beim gründlich reinmachen. Guck, Vorsicht. Komm. Vorsicht. Jetzt. Vorsicht. Hast du? Jo. So. Ich weiß schon, was ich tue. So? Na, Sieht im Augenblick aber nicht nach aus. ja, das denkst du dir auch bloß. Weil du nämlich immer nur dran denkst. Na, noch was? Nein. So, kann ich wohl meine Gardinen machen. Ach so, ja. Sollt ihr von ihm bestellen? Die Gardinenstangen sind in Ordnung. Kannst deine Gardinen aufbummeln, hat er gesagt. Soll ich jetzt lachen? Hast du einen Grund für? Also wenn ich dich angucke, nee. Ja, dann guck mal besser zu, dann wirst du schon sehen. Dass du vergrätzt Ich bist. bin nicht vergrätzt. Nicht, dann lach Doch. doch. Soll ich denn lachen, wenn ich sehe, wie er hier alles durcheinander bringt? Das will er so haben. Dies packt er hier, das. Tina. Jetzt fang aber nicht wieder von vorne an. Du hast deinen Willen doch gekriegt. Wenn er reinkommt, dann kriegt er wieder seinen Willen, ne? Ja. Und das, was er mir vorschlägt. Vorschläg. Der fragt dich doch gar nicht erst. Wenn das nun aber besser ist als das, was vorher war. Besser.
Auf dem Sonntag arbeiten, das ist besser, nicht? Deine Sachen hier 150 Jahre auf ihrem Platz gestanden haben. Also Tina, du redest, als wenn du vor 150 Jahren dabei gewesen wärst. Wenn er was ändern will und das ist vernünftig. Vernünftig. Ist denn nur alles, was früher war, unvernünftig? Also Tina, wenn ich einsehen kann, dass was vernünftig ist, dann wird es getan, so. Ach so. So weit seid ihr schon. Was soll das denn heißen? So weit. Tu schon alles, was er sagt. Ach, und du bist verrückt. Ja, du willst mir doch nicht erzählen, dass du den nicht machst, nicht? Na ja, natürlich mache ich ihn. Na, warum auch nicht? Von morgens bis abends in Gang, immer vergnügt, nix will ihm zu viel. Und ich wäre doch dösig, wenn ich den nicht behalten wollte. Dann soll er bleiben. Ja, wenn's nach mir geht? Ja, das geht nach dir. Und wenn's nach dir ginge? Dann müsst ihr gehen. Auf der Stelle müsst ihr wieder gehen. Aber Tina, warum denn eigentlich? Also Grete, wenn du das nicht selbst sehen kannst, dann will ich dir kein Licht aufstecken. Wäre besser, du würdest dich mal aussprechen, Tina. Und mir den Mund verbrennen, nicht? Nee, du. Meine Meinung kennst du, Tina. Hast du dir eigentlich mal überlegt, wie das aussehen würde, wenn einer über dich so reden würde, wie du über ihn? Na, er zum Beispiel? Will er mich ja raushaben? Nein. Oder du vielleicht, hat er dich schon so weit? Also glaubst du wirklich, dass ich das tun könnte? So, draußen ist alles in Ordnung. Oh, ich muss die Türen ja noch abschließen. Oh, das kann ich ja machen. Nein, das muss sie tun. Weißt du das nicht? Ach so, richtig, ja. Sie muss noch mal durchs Haus gehen. So gehört sich das für den Bauern. Ich weiß Bescheid, Tina. Und Jan auch. Ach, so ist das. Das geht schon mit dem Vornamen zwischen dir und ihr. Aha. Ach, bloß so ab und an mal. Und dann auch bloß auf Frau Klüvers Seite. Hat nichts zu bedeuten. Das sehe ich aber anders. Na, Tina, wenn das was zu bedeuten hat, das mit dem Du, mit dem Vornamen, dann haben wir beide aber... Oha! Sag mal, willst du mich ärgern? Ja, du hackst ja auch mehr auf mir rum. Ich muss mich doch wehren. Ich hack auf dir rum. Habe ich eben ein Wort gesagt? Nee, Na also. das waren wohl ein paar mehr als eins, ne? Und zu der Frau hast du noch mehr gesagt. Über mich. Meinst du, ich habe nichts Besseres zu tun? Nichts Besseres jedenfalls, als der Frau das wieder auszureden. Was? Na, das mit dem Umstellen hier, mit den Möbeln. Das passt dir nicht, was? Das ist mein gutes Recht. Soll das auch bleiben, Tina? Das glaube ich dir nicht. Dann lässt das nach. Ich weiß, was du willst. Dann weißt du mehr als ich. Ich bin dir im Weg hier, das ist das. Du mir? Du willst mich los sein. Ja, guck mal an, das ist ja ganz was Neues. Die Frau sagt das. Ja, das kann sie nicht. Tut sie aber. Dann ist sie das, die das will. Nein, du bist das. Ja, ich habe zu der Frau aber nichts gesagt. Oh, das lügst du. Von allein kommt sie da ja nicht drauf. Ja, und von mir hat sie das nicht. Ich kann ihr doch nicht was gesagt haben, was ich noch nicht mal gedacht habe. Noch nicht. Aha, noch nicht. Aber wenn du hier Bauer wärst, dann könntest du das denken, was? Das hast du gesagt. Wenn du hier Bauer wärst, Jan Dreier, dann gehe ich vom Hof. Das sollte mir leid tun, Tina. Tja. Aber reisende Leute soll man nicht aufhalten. Das ist denn der Dank für 40 Jahre Arbeit. Dann nimm nicht zu allem, was du willst, ja und abends, sondern häng rausgebissen. Und wenn du jetzt nicht gleich an zu lachen fängst, dann tue ich das. Also das erlebe ich zum ersten Mal. Dass ihr beide still seid, wenn ihr zusammen seid. Ist wohl alles gesagt. Ist es? Na, dann wird's heute Abend wohl mal friedlich zugehen. Du kannst das so friedlich haben, wie du willst. Ich gehe. Warum denn? Ärgern kann ich mich auch allein. Mit dem Buch da? Nee, das kenne ich. Da kommen keine Leute von deinen Schlag in vor. Nacht. Nacht, Oma? Geh doch Oh, ich will Könnt ihr denn nicht einmal Frieden halten? Tja. Und was machen wir jetzt, Frau Klüver? Jetzt hängen wir die Gardinen auf. Aha. Ich will doch morgen nicht normal wieder mit anfangen. Oh, mögen Sie mir die Leiter mal hinstellen? Ja, aber gern doch. Na, wenn die Gardinenstangen da oben jetzt auch noch reinpassen? Oh, darauf können Sie sich verlassen. Na, ich weiß ja nicht. Soll ich Ihnen das zeigen? Finger weg, das mach ich selbst. Fallen Sie mir aber nicht von der Leiter. Nur das habe ich sonst doch auch selbst getan. Oder meinen Sie, für sowas habe ich mir sonst einen Mann aus dem Dorf geholt? Kann ich das wissen?
Also das geht Sie eigentlich auch gar nichts an, ne? Ja, da haben wir das schon. Also wenn Sie die Leute auch so dösig hinstellen. Einer muss ja die Schuld haben. Also halten Sie jetzt fest. Ach so, ja. Oh, Verzeihung. So. Gut so? Na, ich kann das nicht sehen. Sie stehen ja davor. Nun, dann gehen Sie doch weiter weg. Ich soll doch die Leiter festhalten. Die steht nun ja schon. Ah, das glaube ich nicht. Sie wackeln! Ich will Ihnen was von wegen wackeln. Sie? Stopp an dir, da bin ich selber mit bei. So, jetzt kannst du mich hauen. Ich krieg dich, du. Na? Oh, hab ich dir wehgetan? Nee, aber ich dir. Oh, das hast du nicht umsonst Da gemacht. will ich aber nichts haben. Aber ich... Ja. Annegret. Hast du mich gern? Vom ersten Tag schon. Ja, und das hast du mir nicht gesagt? Ja, das muss der Mann doch sagen. Diesmal hat die Frau das gesagt. Jan! Aufstehen! Jan! Die Uhr ist 6! Ach du Schreck. Huch. Oh, ich glaube, das wird allerhöchste Zeit. Annegret? Ja? Sieh zu, dass du klarkommst. Tina ist schon hoch. Wenn die uns hier gewahr wird, das Geschrei möchte ich nicht hören. Das hast du noch Ach vergessen. so, ja, danke. Na, Was na? krieg ich keinen Kuss? Ach, du hast schon einen gekriegt. Ja, aber bloß ein. Ja, war das nicht genug? Noch lange nicht. Na, das ist. Da hast du einen. Was denn, mehr nicht? Und ich dachte, das sollte jetzt erst richtig wieder losgehen. Ja, alles zu seiner Zeit. Na gut, dann ist jetzt Knudelzeit. Nix ist. Da kommst du nicht von frei. Du hast mir einen gegeben und ich darf das nicht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Also Schluss jetzt. Knudelzeit ist jetzt vorbei. Jetzt fängt die Arbeit an. Erst kriege ich einen Kuss. Nein. Dann nehme ich mir einen. Also glaubt der Kerl, er kann mit lang Frühstück im Bett bleiben? Sag mal, weißt du, wo Jan ist? Nein. Ist er... Hier. Warum meldest du dich denn nicht, wenn ich dich rufe? Tja, du hast mich doch auch so gefunden. Glaubst du denn, ich bin dein Hans Nah? Guten Morgen, faires Fräulein. Jan. Ja, sie kann davon Spaß vertragen, was? Spaß vertragen. Ich kann Spaß vertragen, aber das mit dir, das ist ja kein Spaß mehr. Ui, am frühen Morgen schon so grantig? Jan, lass sie doch. Ach nee, was ist denn mit dir los? Du hast doch sonst nichts dagegen, wenn der mich ärgert. Sag mal, suchst du Streit, Tina, oder warum bist du hier reingekommen? Gesucht habe ich nur dich, Jan Dreier. Und hier reinkommen tue ich, wenn ich das will. So. Ha. Na, was willst du denn? Ich wollte dich... Oh. Ich wollte dich was fragen, was die Frau nicht hören muss. Stör ich? Na, das soll ich wohl eher sagen, ne? Ja, dann sag doch. Ich war eben in deiner Kammer, Jan. Ach so. Solange du hier bei uns auf dem Hof bist, fällt alles, was du tust, auch auf uns zurück. Tina, das geht dich nichts an. Ach nee, auch nicht, wenn er sich die ganze Nacht rumtreibt und nicht nach Hause kommt. Das geht dich nichts an. Der ist die ganze Nacht nicht im Haus gewesen. Sein Bett ist nicht angerührt. Ja, ich weiß. Oh, du weißt, du... Du? Ja, ich. Ach so. So ist das.
verstanden. Jan Dreier, ich habe dir versprochen, dass ich vom Hof gehe, wenn du hierher im Haus wirst. Und soweit ist das nun. Ja, was ist das denn für ein Schnack? Das ist kein Schnack, ich gehe. Aber Tina! Gib dir keine Mühe. Also Tina, du hast selbst gesagt, ich soll wieder heiraten. Ja, aber mein Bruder sein Jüngsten. Du hast aber auch gesagt, ich soll mir den Mann selbst aussuchen. Ich war aber doch kein hergelaufener Kerl, von dem kein Mensch weiß, wer er eigentlich ist. Bist du jetzt endlich fertig? Mit dir rede ich nicht. Aber ich mit dir. Da pfeife ich drauf. Was denn nun? Die gehört mir. Was? Und das Kissen auch. Und was mir gehört, nehme ich auch mit. Aber Tina, Hier geht das ja vergnügt zu. An solchen Tag, Kinder. Tina hat ja heute Jubiläum. Das fällt dir jetzt erst ein? Ich dachte, ihr feiert schon tüchtig. Das habe ich ganz vergessen. Dann bin ich der Erste, naja. Meine liebe Tina, heute ist ein großer Tag für dich. Ein Ehrentag. Kein Ehrentag. Mein letzter Tag ist heute. Tina, du bist nun heute auf den Tag genau... Noch 40 Jahre bin ich hier, aber keinen Tag bleibe ich länger. So, nun steck dir die Blume an den Hut und halt deinen Sabbel. Kann mir vielleicht jemand sagen, was hier los ist? Ja, Tina, hör auf. Der Hof hat wieder einen Bauern. Das ist Gretes Geschenk für mich an meinem Ehrentag. Aber der Bauer, der passt mir nicht und darum gehe ich. Annegret, wirst du mir das nicht erklären? Da steht er. Annegret, ich verstehe das nicht. Darf ich vielleicht mal was dazu sagen? Sie sind wohl besser still. Also jetzt ist aber genug. Was hier gewesen ist, geht bloß mich was an und Jan. Es geht dich nichts an, Onkel Willem. Und dich auch nicht, Tina. So, aber reden tust du doch noch mit uns, oder? Ja, natürlich. Ja, dann würde ich ganz gern mal mit dir reden. Aber ohne ihn. Was soll das? Haben Sie nicht verstanden? Ja, das muss Annegret mir schon sagen. Tja, bitte. Also gut, Jan, lass uns allein. So, meinst du, das ist jetzt richtig? Ist besser, Jan. Sag mal, hast du nicht gehört, was die Frau zu dir gesagt hat? Was du rauskommst, du? Na, sag, was du zu sagen hast, Willem Drees. Ja, du hast dich mit dem Kerl eingelassen. Ich dachte, das hättest du mitgekriegt. Sag mal, Dern, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Willst du darauf eine Antwort haben? Ja, Ja, dann warte man da drauf. wie soll das nun weitergehen? Hab ich dir doch gesagt, der wird Bauer hier. Quatsch. Ist aber so. Gar nichts ist und da wird auch nichts von. Ach, das weißt du, nicht? Ganz sicher weißt du das. Ganz sicher, Dern, du hast dich verbiestert. Reinweg verbiestert. Aber dafür wollen wir schon Rat finden. Um deinen Rat habe ich dich nicht gefragt. Ja, mein Rat hast du nicht angenommen. Ich hab dir von ersten Augenblick an gesagt... Dich habe ich nicht gefragt, Tina. Du fragst ja nach überhaupt nichts mehr. Ich weiß, dass dir das nicht passt. Will er dich heiraten? Du, was fragst du mich? Hättest ihn ja mal fragen können. Ja, willst du ihn denn? Nee, für dich ist es doch klar, dass er hier Bauer wird, meine ich. Ja, mein Dern, dann such mal deine Papiere raus. Meine Papiere. Jo, Geburtsschein und sowas, weißt du, alles, was man zum Heiraten braucht. Ich weiß doch noch Ja, gar nicht. Hauptsache ist, dass ich das weiß. Also, Dummy, noch mal. Ihr fallt hier über mich her? Ich habe doch noch kein bisschen drüber nachgedacht. Das merkt man. Was willst du da lange drüber nachdenken? In 14 Tagen, 3 Wochen, denke ich, gehen wir zum Standesamt. Wir? Wir beiden, ja. Nun dreh ich durch. Sag mal, Willem Drees, bin ich verrückt oder bist du das? Ich soll Sie nicht soll jetzt- deine Frau werden. Ja, die Hochzeit feiern wir bei uns. Du kommst ja sowieso zu mir auf den Hof. Und hier setzen wir Gerd rein, der kann in ihr Bauer spielen. Also nun wird er unten in der Pfanne verrückt. Annegret, mich stört das nicht, dass du mit Ist ihm... besser, du sagst jetzt nichts mehr, Willem Drees. Ja, das finde ich aber auch. Der, du solltest dir das überlegen. Überlegen, ob ich deine Frau werden will. Hab ich dir das nicht immer gesagt, dass der alte Kader nichts anderes im Sinn hat? Annegret, mich stört das nicht. Das hast du schon mal gesagt. Ja, ich weiß. Und ich weiß auch, was für ein Gerede im Dorf losgeht, wenn die Leute erst dahinter kommen, dass du mit diesem fremden Kerl... Da sollst du wohl für sorgen, Willem Drees. Annegret Klüver, Hinner Klüver, seine Witwe. Und so ein Kerl, von dem doch niemand weiß, warum er sich hier draußen bei euch verkrochen hat. Also, Willem Drees, du redest zu viel. Und du redest um Dinge, die dich nichts angehen. Ist besser, du gehst. Nu, Wilhelm.
Und ich denke, du willst gehen, Tina. Ja, noch bin ich ja hier. Ich meine, du willst gehen, weil er hier Bauer wird. Wenn du hier Bauer wärst oder dein Gerd, dann würde ich auch gehen. Hört auf mit dem Gesappel. Man geht doch alle zusammen. Denn du brauchst mich. Ich bin der Einzige, der dich beschützen kann. Ja, bitte. Raus! Sag mal, ist das der Dank? Mach, dass du rauskommst, Willem. Du lässt das zu, dass sie mich rausschmeißt? Danke, raus mit Och, dir. du bist ja verrückt. Vielen Dank für die Blumen, Herr Bauernverband, Vorstandsvorsitzender. Verflixte Weiberwirtschaft. Ihr werdet an mich denken. Oh, da hat er recht mit, da werden wir noch lange dran denken. Och, der muss doch nicht denken, dass ich dir übel will. Ich denk doch nur an dich. Du sollst mir nicht unglücklich werden. Ich will dir doch nur helfen. Ich habe doch nie was anderes im Sinn gehabt. Ich weiß, Tina, das weiß ich doch. Guck mal, Grete, er ist und bleibt ein Fremder. Hast dich in ihn verguckt und du meinst, du kennst ihn. Der hat nicht einmal von seinen Eltern gesprochen. Nicht einmal von seinem Dorf erzählt. Was weißt du denn von ihm? Tina, ich mach ihn. Och, mein Bruder, sein Jüngster, du Na, das ist doch auch ein Fremder. Für mich doch nicht, ich kenn ihn doch. Ob du ihn kennst. Du hast ihn einmal gesehen und das ist 30 Jahre her. Sie kennt seinen Vater und kennt seine Mutter, sollt ihn nicht kennen. Zeig mir 10 Jungs und ich würde dir, oh was, zeig mir 100 und ich würde dir sagen, ob er dazwischen ist. Tina, das hilft jetzt alles nichts mehr. Ich mach Wilhelm Triebs nicht und ich will dein Bruder seinen Jüngsten nicht. Wenn einer mein Mann wird, dann ist es Jan und kein anderer. Sag mal, Grete, ich glaub, du hast ganz vergessen, was ich dir gesagt habe. Wenn Jan hier Bauer wird, dann geh ich. Ja, also Tina, dann kann ich's nicht helfen. Dann guck doch zu, wie du klarkommst. Mit mir brauchst du nicht mehr zu rechnen. So ist das richtig. Mir sagst du, ich soll nicht mit ihr streiten und du hast dich selbst mit ihr in der Wolle. Ja, und alles nur deinetwegen. Früher hat es hier nie Streit gegeben. Mann, immer raus mit euch, immer raus. Der liebe Onkel ist weg und die liebe Tante haut ab. Und mit einmal sind wir beide ganz allein. Magst du mit mir allein sein, Annegret? Ach, Jan. So, und jetzt wollen wir zusehen, dass die Komödie ein Ende findet, ne? Was? Tina? Tina? Hab keine Zeit. Doch, du hast viel Zeit, das weiß ich. Komm mal eben her. Oh, ja, nun lass sie doch. Man kann ich denn nun nicht in Ruhe meine Kramstücke zusammenpacken? Könnt ihr mich nun nicht in Frieden gehen lassen? Nein, das können wir nicht. Das geht wirklich nicht. Du musst hier bleiben, Tina. Sag mal, hast du immer noch nicht begriffen, dass nur einer von uns beiden hier bleiben kann? Du oder ich? Nein, Tina, wir bleiben alle beide. Ja, da träum du mal von. Ich weiß, was ich tue. Ja, aber ich weiß das besser. Also lässt du mich nur endlich los? Oder muss ich hier so Der wird Mann gebraucht, was? Was willst du denn schon wieder? Dir helfen, Tina. Herr Dreier. Oh, danke schön. Dankeschön. Herr Dreier, Sie haben uns erzählt, Sie sind aus Waderfleet. Ja, das habe ich. Was würden Sie dazu sagen, wenn es gar kein Dorf gibt, das Waderfleet heißt? Ja, was soll ich dazu sagen? Das weiß ich auch. Sie verschweigen uns was, Herr Dreier. Das tue ich. Das heißt, bis jetzt habe ich das getan. Du hast mir was vorgelogen, Jan. Ja, Annegret, das habe ich. Oh, das habe ich im Gefühl gehabt. Ich auch. Ja, warum hast du gelogen? Das musste ich. Wegen Tina. Ja, also uns schwindelt er was vor, ich krieg die Schuld. Und das lässt du dir auch noch gefallen. Lass ich mir nicht gefallen, wenn du mir jetzt nicht Ja, sagst. warte mal, was... warte mal, Tina. Sag du mir erstmal, ob du das hier kennst. Hm? Das hab ich ja. Das ist doch mal. Wie kommst du zu dem Brief? Ja, wenn ich mich richtig erinnern kann, dann hat der Briefträger den bei meinem Vater abgegeben. Bei deinem. Bei deinem Vater? Der bist du. Du bist mein Bruder sein. Oh. Sein Jüngster! Genau der, ja. Ach, dann heißt du gar nicht Jan Dreier. Jan ja, aber Frau Dreier wirst du nicht. Falscher Name, falsche Adresse. Herr Dreier, Sie können mit mir noch was erleben. Halt du dich doch raus, Willem. Das ist
meine Sache. Ich als der Vorstand vom Bauernverband. Ja, du willst mir nur die Blumen überreichen. Für mich ist heute ein großer Tag. Nur halt mal noch eine Rede, Wilhelm. Nur los, fang an. Moment. Meine liebe... Tina. Ja, der Bauernverband gratuliert dir zu deinem Jubiläum. Jubiläum. Du bist nun heute auf den Tag genau. Ja, 40 Jahre bin ich hier. Und wenn Jan das will und Grete, dann bleibe ich auch noch ein bisschen. Also ich möchte ja bloß mal wissen, Wie ich das hier alles so schnell zurechtgekriegt habe. Ja, Wilhelm, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, dann darf man das natürlich nicht so machen, wie du das getan hast. So deutlich. Das spielt sich nicht gut, wenn die anderen dir in die Karten gucken können. Ja, ich wollte ja bloß, dass der Hof nicht Kopeister geht. Das war meine Pflicht. Aber Wilhelm, das ist ja nicht alles. Da gehört ja noch etwas mehr dazu, ne? Och, Dern, ich hab doch nur dein Bestes gewollt. Haha, aber ich hab das klar gekriegt, Wilhelm, ne? Übrigens, Herr Drews, mein Name ist Petersen. Jan Petersen. Und mit ihm hat der Hof nur wieder einen Bauern. Und ich hab meine Blumen. Und du, Wilhelm, hast nur im Dorf furchtbar viel zu erzählen. Oh, Jan, warum hast du dich hier denn so eingeschlichen? Ja, ich musste mir doch erstmal in Ruhe und Frieden ansehen, mit wem du mich verkuppeln wolltest. Also Tina, aus 100 anderen wolltest du ihn rauskennen. Ja, wie Mensch sich aber auch so verändert. Aber du hast recht, Tina. Dein Bruder, sein Jüngster, gefällt mir. Mensch, das habe ich dir doch immer gesagt. Liebe Tante Tina, darf ich denn nun zu deinem Jubiläum gratulieren? Jan? Ja? Jan Petersen. Willst du mein Mann werden? Ja, Annegret. Das heißt, wenn meine Tante nichts dagegen hat. Nee, hab ich nicht. Nun muss ein Ende sein mit der Wirtschaft auf dem Weiberhof, nicht? Schon. Ich wollte gerade nach dir gucken. Das war aber ein Stück Arbeit. Hast das denn schon klar? Tja, den Trecker habe ich wieder aus dem Graben. Und die Anhänger? Das wird doch nichts mehr. Ist bald dunkel. Müssen wir uns morgen Hilfe suchen im Dorf? Ja, ich will das gern tun. Morgen? Heute geht das nicht mehr. Das hast du schon mal gesagt. So? Ja, und du meinst, du kannst bis morgen hier bleiben? Natürlich. Ich meine gar nichts, aber ich kann doch mal fragen. Nee. Nicht mal fragen? Fragen ja, bleiben nein. Haben Sie hier zu sagen auf dem Hof? Sind Sie die Frau hier? Die Frau kennst du. Ist das schlimm geworden mit ihr? Hat sie sich was getan? Och nee, nur eine Schramme, weiter nix. Na, dann kann sie von Glück sagen. Als ich das sah, ich dachte, sie würde sich den Hals brechen. So schnell brechen wir uns den Hals hier nicht. So? Die Frau hat gesagt, du sollst hier warten. Sie zieht sich um. Aha. Tut sie das meinetwegen? Nee, weil sie in Schied gefallen ist. Da haben Sie mal ein bisschen Wasser, dass ich mir die Hände wieder sauber machen kann? In der Küche.
Ja, komm an. Hallo? Alles ausgeflogen? Keiner da? Ich. Was heißt denn hier? Och, Wilder, du bist da. Abend auch. Abend, Tina. Na, ist Annegret auch da? Ja, die kommt gleich. Die zieht sich gerade um. Das zieht sich um. Kriegt ihr noch Besuch? Nee. Zieht sich um bloß so aus Spaß? Nee, weil sie in Schied gefallen ist. Vom Trecker runter. Ja, wie kann sie denn vom Trecker runterfallen? Der hat sie doch wohl nicht abgeworfen, ne? Abgeworfen, Mensch. Ein Trecker ist doch kein Pferd. Du, darauf wäre ich nicht gekommen. Sie ist mit dem Trecker und 2 Anhängern in den Graben gerutscht. Ja, was muss sie auch Trecker fahren? Ja, wer soll denn das sonst machen? Ich vielleicht. Ich sag ja schon lange, hier fehlt ein Mann auf dem Hof. Ach, ein Mann. Zu einer Frau? Zu einer Frau gehört ein Mann. Auf dem Hof gehört ein Bauer. Hier hat doch keiner, was er braucht, ne? Hm? Na. Hm. Die Frau kein Mann und der Hof kein Bauer. Wundert mich schon lange, dass der Hof nicht kopeister gegangen ist. Weiberwirtschaft. So kann das nicht weitergehen. Das muss ja weitergehen. Ne? Hier. Oh, danke. Nee, komm. Sag mal, hat sie denn ihren Hinak immer noch nicht vergessen? Möchtest du, dass deine Leute dich so schnell vergessen? Nee, na hör mal. Das mit ihrem Hinak, das sind noch, warte mal, 1, 2, 3 Jahre her, was? 4. Na, siehste. Hm? Nach 4 Jahren, da kann sie auch mal was anderes denken. Kann sie? Sie kann das auch nachlassen. In ihrem Alter. Andere fangen mit 25 erst an zu leben. Und sie will damit aufhören? Das ist ja ihre Sache, ne? Ja, deine aber auch. Jo. Und meine. Deine. Wenn das hier auf dem Hof ohne Mann so weitergeht, ja. Sag mal, deine Frau ist ja nur auch schon bald ein Jahr tot, ne? Oh, ein bisschen mehr. 14 Monate. Und dann willst du schon wieder heiraten? Ich? Wie kommst du denn da drauf? Na, wegen nix läufst doch nicht alle paar Tage hier rum. Du bist doch verrückt. Oder suchst du für dein Gerd eine Frau, die so ein bisschen was an der Hacken hat? Schmucken Hof zum Beispiel. Du halt aber auf. Ich komme als Onkel hierher. Und pass auf, dass ihr auf den Hof auch ohne Mann zurechtkommt. Du, den Onkel, den lassen wir zu Hause. Da kannst du viel Start mitmachen. Der Schwager von Gretes Mutter war ein Cousin von deinem Bruder, seine erste Frau. Mensch, Wilhelm Dries, wenn du Gretes Onkel bist, dann bin ich meine eigene Großmutter. Hey du, dass du hier alle naslang rumstreichst, das hat mit onkelhaftigen Beißern gar nichts zu tun. Da ist ja ganz was anderes dahinter. Ich hab ja gesagt, du bist verrückt. Was soll ich mit diesem Hof hier? Ich hab doch selbst einen. Den kannst du ja abgeben, deine Jungs sind ja alt genug. Nur so siehst du aus. Meinen Hof abgeben und dann hier einheiraten, was? 150 Hektar eintauschen für 70. Das wäre ein Geschäft. Und die Frau, die du kriegen würdest? Keine dumme Dinger, mehr halb so alt wie du, ne? Ist das nix? Ja, aber nur 70 Hektar und keine 150. Ja, dann ist das eben dein Gerd, den du hier ins warme Nest setzen willst. Also, was du alles weißt. Wilhelm, ich bin doch nicht dösig. Einer, der eine Frau sucht und dessen Jung nur auch schon so weit ist, dass er nicht mehr gern allein schläft, der kann mir doch nicht erzählen, er kommt als Onkel hierher. Du, das würde ich jetzt glauben, wenn die beide eine Frau hätten, die nicht Grete Klüver heißt. Sag mal, hast du das schon lange so mit dem Kopf oder ist das heute zum ersten Mal? Ja, Spottumann. Du willst das bloß nicht wahrhaben, weil du bange bist, dass ich dir dazwischen komme. Was, du? Oh, du lass mich nicht lachen, Tina. Das wäre aber auch das erste Mal, dass ich nicht kriegen würde, was ich haben will. Lach mal, und du kriegst sie doch nicht. Ach, das weißt du sicher, was? Weil, ganz genau. komm. Wilhelm, Tag, Mann. meine doch, dass ich dich gehört habe. Tag, mein Herr. Sag mal, was machst du denn für Sachen? Lässt dich vom Trecker runterschmeißen. Das sagt man, du. Na, lass dich mal angucken. Aua!
Ach so, ja. Oh, da sitzt doch noch alles dran. Das wäre doch auch schade gewesen, was? Der liebe Gott hat dich rundherum so fein ausstaffiert und dann auf die Art was davon verlieren? Also, du Tüniger mit Wille. Nee, alles was recht ist, weggucken muss man nicht, wenn man dich sieht. Und um mir das zu erzählen, bist du hergekommen? Nee, das nicht, aber nun sind wir schon mal dabei. Also, so wie bis jetzt kann das nicht weitergehen. Nun muss das ein Ende haben mit der Wirtschaft auf dem Weiberhof. Jetzt wird ein Mann gesucht. Und wenn du das nicht tust, dann mache ich das. Mann? Für mich? Jo, für wen denn sonst? Für Tina vielleicht? Ja, warum nicht? Oh Mann, erlöse uns von dem Übel. Hier kommt nur wieder ein Mann her, das sag ich dir, dein Onkel. Daraus wird nichts. Ja, warum denn nicht? Nur weil ich nicht will. Ja, aber dein Mann ist seit 4 Jahren tot. Die Trauer muss doch nur auch mal ein Ende haben. Hochzeit machen? Schon wieder? Nee. Was das angeht, habe ich noch Trauer. Ja, aber dein Verstand muss dir doch sagen, dass du so allein nicht weiterleben kannst. Hochzeit machen, weil mein Verstand mir was sagt? Nee. Ja, guck mal, du kannst das ja auch ganz sinnig angehen lassen, das mit der Liebe und so. Das muss ja auch nicht gerade ein junger Mann sein. Du könntest dir ja auch einen älteren nehmen. Ach, so ein wie dich, wa? Ja, warum denn nicht? Wenn er sich so gehalten hat wie ich. Ja, aber her muss da einer. Oder willst du noch mehr so Sachen abliefern wie vorhin mit dem Trecker? Na hör mal, wenn dir so ein dummerhaftiger Ochse so batz vom Trecker läuft, dann kannst du auch nur in den Graben reinrutschen, Wilhelm Drews. Oder das Biest totfahren. Das hat auch mit Mann oder Frau überhaupt nichts zu kriegen. Ja, was hat denn der Ochse damit zu tun? Der war doch schuld an allem. Einer von deinen? Ja. Und wie kam der auf die Straße? Der war ausgebracht aus der Weide. Weil auf eurem Hof nichts mehr in Ordnung ist. Gar nichts. Ich sag doch... Ein Mann muss hier. Ja. Sag mal, fängst du jetzt auch noch an? Meine Meinung kennst du. Nach deiner Meinung geht das hier, was? Nee. Grete hat ihren eigenen Kopf. Dann stehst du hier noch bei? Was geht dich das an? Mich geht alles was an, was hier auf dem Hof passiert. Ich als ihr Oh, Onkel... hör doch auf mit dem Onkel spielen. Du sag ihr doch mal, was du wirklich willst, ne? Was weißt du, was ich wirklich will? Mehr als dir lieb ist, du. Annegret, überleg dir das. So wie bis jetzt kann das doch nicht weitergehen. Ich guck mir das nicht länger mit an. Sag mal, bist du bloß gekommen, um mir das zu sagen? Nee, natürlich Dann nicht. hättest du dir den Weg sparen können. Na, was willst du denn? Nach dem Fragebogen sehen, nach der Statistik. Mensch, Tina, die Statistik. Da habe ich ja überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ja, das kann ich mir wohl denken. Gott, musst du die heute schon haben? Gestern schon, die sollte heute schon auf der Kreisverwaltung sein. Ach, auch das noch. Habe ich ganz und gar vergessen. Ja, guck. Hier liegt der Fragebogen. Ach, so ein Schiedmann. Ich hab noch zu Tina gesagt, dass wir da bloß dran denken. Und dann kam das Heu dazwischen. Tja, was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir? Die Statistik muss her. Ich will keine Schererei mit der Verwaltung haben, nicht wegen der anderen und auch nicht deinetwegen. Oh, können wir das jetzt nicht schnell aufstellen? Und niemand, ja, das wird mir zu spät. Ich habe noch eine Versammlung auf dem Bauernverband und ich fahre nicht gern im Dunkeln. Tja, so geht es den alten Leuten, ne? Hä? Ja, mich kriegt auch kein Mensch mehr im Dunkeln aufs Rad. Ich fahre ja nicht Rad. Na. Aber auf eurem Weg hier mit all diesen Löchern. Ja, an all den tiefen Gräben an der Seite und all den ausgebrochenen Ochsen. Hm? Ja, hast recht, Wilhelm, das ist auch mehr was für junge Leute, ne? Karl. So, du mal rein hier mit dir. Du bist ja noch ganz genau. Du setzt dich mal hin auf den Sofa oder auf den Stuhl. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, Dummy nochmal. Wie kann sowas nun bloß angehen?
So was, Mann. Das ist mir doch noch nie passiert. Soll ich dir was zu trinken holen? Tasse Kaffee oder einen kleinen Schluck. Kleinen Schluck ist ja viel besser. Nee, lass mal, du. Einen Augenblick sitzen, dann geht das schon wieder. Ja. Oh, Tina, guck du doch mal nach dem jungen Mann. Oh, Grete, den lass doch nur mal. Mensch, ist das hier dunkel. Mach gleich mal Licht und so. Oh, du, der ist schon dabei und kriegt ihn wieder aus dem Graben. So eine dösige Ochse aber auch. Nee, nicht den Ochsen, den Trecker. Nein, ich meine doch den Ochsen, der mir mit mal so batz über den Weg lief. Der war doch schuld. Einer von unseren Ochsen. Er war ausgebrochen aus der Weide. Oh Mann, und als ich bremsen wollte, da kam ein Rutschen. Der Ochse. Nein, der Träger, weil der Weg schwierig und nass ist. Na, was ein Wunder bei dem Regen. Ich bin dann mit dem ganzen Kram in den Graben gekippt. Mit einem Träger und 2 Anhängern. Und ich flog dann vom Träger in den Schied, du. Da habe ich mir das hier wohl kaputt gerissen. Und der hatte ich denn gefunden? Ja, er kam da gerade vorbei. Zu Fuß? Weiß ich nicht, ja, scheint so. Also ich habe hier zufällig rausgeguckt und sah die ganze Bescherung auf der Seite liegen und dich konnte ich nicht sehen. Ich bin gelaufen, was ich machen konnte. Oh, Grete, du hättest dir ja den Tod holen können. Oh, Tina, da hat wohl noch ein bisschen was dran gefehlt. Grete, nun bleib doch sitzen, erhol dich doch erst mal ein bisschen. Ach, das geht schon wieder. Oh Gott, du bist noch ganz weiß um die Nase rum. Das kommt bestimmt von dem Schreck, du. Oh, und die Schramme hier. Oh. Tut das weh? Das brennt ein bisschen, weiter nix. Und sonst hast du nichts abgekriegt? Nee, ist noch mal gut gegangen, nur aber bei den Knochen, die merken. Dann will ich die Schulter mal kühlen, ne? Das will ich wohl selbst tun, Tina, wie du meinst. Ich muss mich umziehen, du, und waschen muss ich mich auch. Hör mal, der läuft schon wieder. Ja, da kommt er an mit ihm. Oh, du, wenn er kommt, dann sag ihm doch, er soll noch einen Augenblick warten. Ja. Er soll nicht weglaufen. Ja. Ich will noch mit ihm reden. Ja, Willst du mich auf den Arm nehmen? Nee, lieber nicht. Aber wenn das so eilig ist mit dieser Statistik, dann hätte es ja auch ein bisschen früher kommen können, nicht? Ja, Zeit muss ich haben. Mit 4 Jungs im Haus. Und dem Bauernverband, du siehst doch, was das für Laufereien Du gibt. auf deinem Hof doch nichts weiter wie so ein bisschen rumkommandieren. Also, Tina. doch wohl. Was fällt dir denn ein? Ach, ist doch wahr, wenn der sich so ausspielt wie so ein Stück Papier. Tina, jetzt ist aber genug, du. Ach, was? Du weißt doch, dass Onkel Wilhelm, der Ja, im Forster Forster vom Bauernverband, ich weiß. Aber die sollten die Bauern mal lieber arbeiten lassen, statt immerhin daran zu sehen, mit Statistiken ausfüllen und all so ein Quatsch. Also, Tina, jetzt ist aber Schluss. Ah, lass sie, Mann. Sie redet ja keine 100 Jahre mehr. Was wäre denn nun mit dem Fragebogen? Ja, mein Herr, wenn ich wüsste, dass du da allein mit zurechtkämst, würde ich ja sagen, Gerd soll ihn heute Abend noch abholen. Aber ich glaube, das ist besser. Ich komme morgen früh vorbei und helfe dir, was? Oh, wenn du das willst. Der sollte gestern schon auf der Kreisverwaltung sein. Ja, das wird ja nun nichts mehr. Und Kopf wird das ja wohl nicht kosten. Ach, also doch nicht. Such die Sachen mal zusammen und bleib nach dem Frühstück im Haus. Ich komm denn. Ja? Dauert das noch lange? Einen Augenblick noch, ich bin gleich soweit. Ich meine, das wird gleich dunkel. Gleich. Ah, wer war das denn? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nee, Wer? nee, ich weiß das auch nicht. Ihr habt einen Kerl auf dem Hof und wisst beide nicht, wer das ist. Er kam gerade vorbei, als das mit dem Trecker passiert Er hat Grete aus dem Schied wieder aufgesammelt. Den Trecker hat er schon wieder aus dem Graben gekriegt. Und für die Anhänger war ihm das schon zu dunkel. Da will er nur morgen bei. Morgen? Wieso? Ja, oder wir müssen uns Hilfe suchen im Dorf. Ist hier ja nur ein Weiberhof. Das machen wir. Du, hast du denn Zeit? Ich hab ja 4 Jungs auf dem Hof. Ach so, und währenddem machst du den Schreibkram hier, nicht die Statistik. Auf jeden Fall ziehen wir deine Hänger aus dem Graben. Wir und kein anderer. Wenn er das aber doch so gern tun will. Wer? Der junge Mann da draußen, den wir alle nicht kennen. Also so weit kommt das. Bis morgen bleiben. Hier gehört kein Fremder her. Hier muss einer her, den ihr kennt. Den Augenblick haben wir ja einen, ne? Tina. Ach, ist doch wahr. Sag mal, Annegret, was meinst du überhaupt? Soll ich Gerd mal fragen, was er von deinem Hof hält? Er soll so und so mal von zu Hause weg. Warum denn nicht hierher? Zu dir?
Gott, Onkel Willem, jetzt hör mal auf. Ja, das muss ja nicht heute und morgen sein. Überleg dir das noch, mein Herrn. Also bis morgen, denn Annegret. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht! Ja. Slicker-Day. Was ist? Nix. Was der bloß von mir Hätte will? ich dir schon längst sagen können, was der in Sinn hat. Der streikt doch alle paar Tage hier rum, der alte Kader, der. Der will mir sein Gerd herschicken. Also wenn du wieder heiraten willst, dann such dir den Mann aber gefälligst selbst.